Absolutäre Synchronität, Mr. Timmy Boy. So schaut's aus. Da schaust du her. Kam dieser Mizi-Emote im Titel, sitzt noch mit 300 Leuten vor dem Stream schon da. Haben wir auch schon eine Zeit lang nicht mehr gehabt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Haben wir auch schon eine Zeit lang nicht mehr gehabt. Was ist hier los? Wieso höre ich mich selber nicht? Wieso sehe ich mich nicht? Das ist gut. Jetzt höre ich mich selber und sehe mich. Das ist gut. Timmy Boy, grüß dich daheim an den ganzen rechtlichen Sacherverhörerin. Hallo! So, muss gelangen. Mehr ist nicht drin. 3 Tröter müssen gelangen. Erstmal habe ich die Ehre an die Hanuta. Die ist wieder nicht da warten kann. Hat sich YouTube jetzt wieder davon gegangen, jetzt alert's wieder in die ersten 20 Sekunden. Das ist gut. Das ist gut für uns. Hanuta, mehr als für 3 Jahre. Du bist ja total geschubst. Du bist nicht ganz sauer. Der Kev mit 5 Monaten. Da haben wir noch 31, bis dann Hanuta ohne schmeckst. Kev, merci dir für den Resub. Habe die Ehre an! Die Hanuta nochmal, weil sie gerade da steht. An den Riesenmike, an die Sapsi, an den Alaska, an den Drehschleifer. Fix, lasst wird wenigstens habe die Ehre sagen! Was ist denn heute schon wieder? Fix letten! 17 Mal in die Musche geschissen. So, jetzt da, Löwensepp. Habe die Ehre, Bürger, es fucking schöner Stream und Freile läuft nebenbei NX am Handy. Wo denn aber sonst? Am PC vielleicht. Akkulanzen, außer Bier, lasst es schmecken und good luck, Hive. Ich hoffe, es macht immer noch Spaß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich beobachte das natürlich. Ich bin nicht so im Chat aktiv, wie das in der ersten Runde war. Aber von der Geschwindigkeit her ist richtig gut. Richtig gut. Der erste hat, glaube ich, 14 Kolonien. Das ist mir zwar auch immer noch ein bisschen zu viel, aber der Flo spielt da auf einem Level, der ist da noch, ist der Typ online. Keine Ahnung, was der treibt. Ja, total narrischer. Aber wenn man da bedenkt, das letzte Mal haben wir 14 Kolonien gehabt nach 2 Tagen. Nee, das war nix. Das ist nix. Timmy Boy, weißt du, was wir schon lange nicht mehr hatten? Gummignautschel. Da warst du noch gar nicht da. Du weißt nicht, was Gummignautschel überhaupt sind. Kruzifix, wer soll denn da noch kommen? Timson, merci für 40 Monate. Marvel Maniac, merci für 40 Monate. Blood Tiger, merci für 50 Monate. Timmy Boy, merci für 1 Euro. Herr Gensel, merci für 90 Monate. 90 verschissene Monate, Alter. Gensel, deinen Namen, den weiß ich aber auch genauso lange. Da muss ich wieder mal den Taschenrechner ausholen, weil ich nicht weiß, wie viele 90 Monate sind. 7,5 Jahre, Alter. Das ist vor 7,5 Jahren, das war noch 2018. Holy shit, der Herr Gensel ist wirklich ein narrischer OG. Da haben wir noch nicht einmal regelmäßig gestreamt. Da haben wir nur am Freitagnachmittag, hab ich gemeint, um 2, da kommen die Kinder heim von der Schule, da ist ein guter Zeitpunkt zum Streamen. Ja, so kann man sich täuschen. Dankeschön! Mr. Dragonfly, 27 Monate, Kuss auf die Nuss, frohes Miezi züchten, ich bin dermaßen gespannt. Phänomenal, mir ist 30 Monate, der birgt mit auf den Guten. Ich hoffe, Speckmeister, mir ist den Zwiegelgrüßing miteinander grüßing zurück, Herr Schaffleck, 51 Monate, 51 Monate. Merci, der Bugel, mir ist für 59 Monate und der Herr Linke mit 30 Monaten, jetzt schwappt wieder Resub seiner, dass du sagst, gibt's das? Bugel, merci dir. So, was haben wir? Zifix, die Fahrschule hat es lang gedauert. Der Birkbert, haben wir noch nichts gemacht. Herr Crash Moonfire, da gibt's noch nichts. Zifix, der ganze Chat ist einfach grün. Ich hol's doch am Maul jetzt. Zifix, heute ist aber Montag. Ja. Da weiß ich nicht, was da los ist. Fangt einer an, flippen alle anderen aus. Wer ist denn jetzt dran? Da ist der Herr Angemann. Oder wie? Der Herr Hegemann! Still around. Rest in peace, Mr. Headphone User. So, wir wollen jetzt das Black Beast. Merci für deine Mitgliedschaft. Im Prinzip glaube ich, ist es ein Resub, weil an deinem Logo, an deinem Namen ist ein lilaes Logo da unten. Das ist nicht das erste Mal. Das ist nicht das erste Mal. Welcome to the Squad. Kuss auf die Nuss, danke dir. Herr Hegemann, schöne Grüße. Ja, habe ich dritte Spacken. Es ist so gut einfach. Es ist so gut einfach, wenn die ein Behinderter beleidigt. Es ist so gut einfach. Ja, sehr schön, sehr schön. Löwensepp, mehr als 69 Monate. Nice. Ja, Grüezi, fix, wie viel sind die? Löwensepp, merci. Leuchtrauschkugel, merci für 51 Monate. Piwi, merci für 5 Monate. Gangsterproof, merci für 24 Monate. Herr Wulfried, merci für den Zwickel. Grüße von der Spät, in einer Stunde bin ich daheim. Du versammst du unterm Heim von Hälfte, also du musst bloß über die Straße fallen. Wollen nicht. Herr Schlipstein, mir ist für 62 Monate. Herr Schall, mir ist für 43 Monate. Timmy Boy, ich freue mich schon voll auf Risi. Freitag wird bis dahin für mich ein extremst unangenehmer Tag, aber gut, da müssen wir drauf scheißen und dann freue ich mich ebenfalls auf 8D auf Resident Evil.
Ich hoffe, das wird passen. Timmy Boy, merci dir. So, jetzt muss ich da mal runterscrollen, weil ich nichts mehr sehe außer kleine Kastel. Kruzifix nochmal. Sauerkraut hat es gestern geschafft. Da war ich gar nicht mal so weit. Tobi! Da war Hickhead! Merci für die Mitgliedschaft, welcome to the squad. Ab in den Chat, aber der Tobi, wer nicht mitmacht, dieser Kacknudel Schluch. So. Tobi, merci für 23 Mal, da kommt noch so viel. Alter, wir fangen mal um Punkt 10 an, ich weiß nicht, was heute wieder ist, Alter. Ich weiß es nicht. Es ist weder Ende vom Monat noch Anfang vom Monat noch irgendwas. Teufel schreibt, Freitag wird sicher gut, ich freue mich schon gescheit drauf. Hoffentlich kann es was aus Game. Ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, die letzten 2 Resident Evil waren sehr gut bis grandios. Also 7 war grandios, das 8 war gut bis sehr gut. 10 von 10 war es nicht, aber es hat schon gelangt und wenn sie da irgendwo Resident Evil 9 einreiht, dann ist mir das auch recht. Und wenn es der absolute Hosendreck ist, dann spielen wir es auch fertig. Es ist ein Resident Evil. Resident Evil ist dafür verantwortlich, dass ich mit knapp 40 Jahren noch Computer spiele und mit dem haben wir einen Stream begonnen. Es wird fertig gespielt, aber sonst passt oder nicht. So schaut's aus. So, wer ist droh, wer war wann droh, wer wenn du Ando merci für 61 Monate, Opa merci für den Zwiegel 50 geben. Warum hast du keine Katzen noch einen aufhörst? Ich hab kurz drüber nachgedacht. Ein Hoch auf Peter Steiners Theaterstadel und den Stangelwirt, die ich beide schauen musste. Smiley mit Freudentränen, Smiley Stell dir vor, ich hätte eine fiktive Figur erfunden. Ich hätte gesagt, das ist der tiefste Obersachse, der einen Theaterstadel und einen Peter Steiner feiert. Hätte jeder ans Hirn aufgegangen und gesagt, ja, ganz sauber bist du, meine nicht. Herr Matze! Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Herr Löscher, mir ist für 74 Monate, Muzi, TV Boy, Montag, verstehst du es nicht? Heute ist Montag, Bürger, Montag, verstehst du es nicht? Nein, das macht überhaupt keinen Sinn! Zero fucking sense, nothing at all! So, Guido dazu. Seid mir das App, mir ist für den Zwickel. Sagelzimming! Was ist das sonst für Sagel? Andere Sagel gibt es ja nie dabei, nicht. So, haben wir jetzt alle durch. Na, Bobby, mir ist für 83 Monate. Da haben wirklich ein paar Leute dabei, ihr seid wirklich, ja, was soll ich sagen. So, warum habe ich keine Katzen noch auf? Mit dem wir halt nicht bloß Mizis züchten, sondern die schlägern dann auch und sterben. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Darum habe ich keine Mizi-Katzen auf dem Kopf. Da, hier. Und dann nicht. Und mittlerweile hat sich das Kunstleder da so abgeschrieben, dass nichts mehr da ist. Das ist gut. Was soll ich denn? Herr Kratzer! So das Leben denkt, ja, mit Anlauf und Vollgas bergab, aber Hauptsache der Bürger streamt. Ja, und wenn sie mir Tags nachhauen, dann stream ich aus dem Krankenhaus. Oder? Ja Gott, merci dir. Ich bin Jesse, mir ist für 16 Monate, servus Bürger, servus Jesse. So, hier ist schon die E-Mail vom Finanzamt. Bei den Resubs ist relativ gechillt, was das Finanzamt betrifft. Kamigatzer Mieten sind die Seite, ja. So, 2 Minuten haben wir noch und dann fangen wir an. Ich war ein bisschen schockiert. Meine ganze YouTube-Empfehlungsseiten waren nämlich eine ganze Zeit lang voll mit Mugenics. Das ist das Spiel, das wir heute spielen. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe mit Sicherheit 10.000 gute Bewertungen auf Steam, weil alle ziemlich begeistert sind. Ich habe mir nichts angeschaut dazu, aber so viel Bewertungen hat das Ding gar nicht, was mich ein bisschen irritiert. Das ist nämlich der Entwickler von Binding of Isaac, wenn mich nicht alles täuscht. Und das hat halt einfach einmal gepflegte, ja, knapp 12, 13, 14.000 äußerst positive Bewertungen. Ist von 2014, das ist also schon 12 Jahre alt, das Ding. Aber da muss sich der Entwickler dermaßen dumm und dämlich verdient haben, dass er die letzten, ich hoffe, dass ich ganz scheiße Zeit, die letzten 7 Jahre an Mugenics gearbeitet hat. Und das dann einfach einmal so schnell raushaut. Ich hoffe, dass es gut ist. Ich hoffe, dass sich das weiter verbreitet. Und dann werden wir schon sehen. Felix! Dritt! Waren die 4 Monate jetzt fix? Was für 4 Monate? Was für 4 Monate? Ich hätte nichts für 4 Monate. Hier Felix, mir ist für den Zwill. So. Außer du hast gerade irgendwo geresubbt und heißt jetzt da auf einmal anders. Das verstehe ich nicht. Um was geht's da genau in dem Spiel? Das ist ein bisschen schwierig zu mir erklären, weil ich selber auch noch nicht gespielt habe und ich habe mich ferngehalten, dass ich mir irgendwas anschaue. Es ist ein Roguelite. Also du stirbst irgendwann und dann ist die Runde vorbei und fängst wieder von vorne und wirst halt dann wahrscheinlich generell stärker. Alles, was ich weiß, ist, du musst Katzen züchten, die miteinander kreuzen, die haben verschiedene Fähigkeiten oder so und Stats und keine Ahnung. Und je nachdem, wie du die kreuzt, werden die immer stärker oder kennen dann was Besonderes und dann lässt du die auf so einem kleinen Mini-Schlachtfeld, auf so einem isometrischen Schlachtfeld
in einem Rundenstrategiespiel gegen NPCs halt kämpfen. Und das erinnert mich, zumindest optisch, ich habe halt noch keine Spielszenen gesehen, nur ein paar Screenshots, das erinnert ein bisschen an Into the Breach, falls sich da noch jemand daran erinnert. Das ist das Strategiespiel von den Faster Than Light Macher, das eines der besten, kurzweiligsten und kleinen Strategiespiele ist, die es gibt, wenn man mich fragt. Und ich bin mir ziemlich sicher, da ist sie bedient worden. Aber das werden wir herausfinden. Nämlich genau jetzt starten wir das verdammte Spiel. Ruhe jetzt! Stadi! Sind das dann Katzen mit Katzen? Das werden wir herausfinden. Das werden wir herausfinden, indem dass wir da auf Eugenics und auf Play drucken. Ich bedanke mich ganz herzlich für sämtliche Resubs und überhaupt. Alert Sounds sind jetzt aus. Kuss auf die Nuss, schauen wir uns den Bums so und schauen wir, was es kann. Achtung! Eugenics. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oh, ich glaube, wir sind der verrückte Professor. Wir haben unsere Katze zum Schleimbatzen gemacht. Geil! Ich habe keine Ahnung, was wir das so machen mit dem Museleise. Ich krieg gleich einen Vogel. Audio, Musik. Oh. Okay, Spiel kriegt schon einmal jetzt schon 10 von 10, weil nämlich jeder Button mit einer Katzen mit einem Miezi-Pfoten ist gut. So. Machen wir Musik auf 40, damit dass wir ein bisschen was haben. So. Gameplay-Video, ich hab so nicht mehr. Ja, ist doch eigentlich scheißegal. Bildrate begrenzen. Da machen wir 144, damit meine Grafikkarte nicht sagt. So. Ja, wie wir schon sehen, es ist ein Indie-Game. Ja? Wir lassen uns nicht von der Grafik blenden, aber das, weil es halt so zeichnet ist und wahrscheinlich relativ einfach ausschaut. Aber die Zeichnungen, die sehe ich jetzt schon, dass die mit sehr viel Liebe gemacht worden sind. Da hinten ist ein Miezi. 2 Miezis. Da ist auch ein Miezi. Da ist ein Vogel! Okay, passt. So. was das allerbeste ist? Das ist ein Menüpunkt, der heißt Miau. Ich habe keine Ahnung, was er tut, aber schauen wir mal. Miau. Okay, Kim. I don't know. Y'all got me all worked up. Was? Okay. Ja, haben wir schon bei 11 von 10. Best Game ever. So, ich habe natürlich keine Ahnung. Wir gehen da rein, haben wir keinen Dunst von irgendwas. Rumbacksitten, wenn irgendjemand tut. I don't give a shit, Alter. Spielen. Keine Daten. Ich geh da her. Was das für geile Katzen schon wieder zeichnet sind. Okay, schauen wir mal, was passiert. Wissenschaft. Ich lese das vor, was da dort steht, weil das, glaube ich, da muss ich wieder umeinander rutschen. Na, habe ich dich erschreckt? Ich weiß. Heutzutage gibt es genug Schwurbler, die Angst vor diesem Wort haben. Aber du kannst mir glauben, die Wissenschaft kann etwas Großartiges sein. Nimm zum Beispiel diesen Tisch hier. Was für ein Tisch? Ohne die Wissenschaft hätten wir ihn nicht. Geschweige denn den Boden, auf dem er steht. Ja, Götze, ganz Unrecht hat er da nicht. Man munkelt sogar. Man munkelt, dass es ohne die Wissenschaft weder dich noch mich gäbe. Muss man wissen. Wer weiß das wieder? Keiner. Aber ich schweife ab. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass auch Katzen eine Wissenschaft für sich sind. Das kann ich bestätigen. Ich habe 3 davon. Marvel Maniac. Chef, der Soundtrack ist 12 von 10 nach unbedingt lauter, bitte. Okay, da müssen wir wieder lauter dran, dann hilft's nicht. Löwensepp, mach bitte V-Sync aus, da ist das Hagel noch drin. Gut, schön beobachtet. Gleich, wenn wir da fertig sind. Merci. Eine Wissenschaft, die ich, Thomas A. Beanies, erfunden habe. Thomas A. Beanies? So, ich halte ja auch schon nach Wortwitzen, habe keinen gefunden. Was du damit zu tun hast? Naja, Gerüchten zufolge bist auch du ganz schön felinophil. Was heißt das? Dass ich mein Schniedelwutz in behaarte Tiere... Nein. Ich weiß, wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber ich bin mir sicher, dass wir die Welt verändern können, wenn wir nur zusammenarbeiten. Mit Hilfe von Katzen! Katze. Ich hätte gern einen Mod für das Spiel, wo jedes Wort das Katze heißt mit Katze. Mit Katze schaut unten. Auch wenn das ein ganz einfacher Zeichen- und Grafikstil ist, oder mehr Zeichenstil als Grafikstil, es ist wirklich mit sehr viel Liebe gemacht, das sehe ich jetzt schon.
Ist da hinten ein Katzenarschloch? Ich glaube schon. Sieh dir nur diese feinen Exemplare an. Meine neueste Charge. Frisch aus dem Reagenzglas. Such dir 2 aus. Einen Jungen und ein Mädchen. Du wirst schon noch sehen, warum. Ja, aber... Manchmal bin ich schon sehr einfach zu bespaßen. Ich hoffe, ihr seid genauso dumm und genauso behindert zu bespaßen. Ich hab Spaß. Okay. So, warum schaut denn die Katze aus? Warum schaut denn der Katze aus wie ein Schaf? Was ist mit ihr? Moment, was spielen wir dazu? Gehen wir um 12 von 10 und fertig, oder? 12 von 10 Best Game ever, da kannst du den ganzen Tag so machen. Es wird nicht langweilig. So. Und anhand von was? Wo sehe ich jetzt, was da Mandal und Weiberl ist? An der Stimme. Und nimm jetzt einen Scratch Johnson. Okay. Und einen Duschka. Was hast du gegen Guga? Ja, nix, Alter. Ich kann doch bloß 2 von 3 nehmen. Wow, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass du ausgerechnet die Beste nicht willst. Halt doch dein Maul, du verrückter Wissenschaftler. Am liebsten da jetzt sofort der Speizer mal nochmal anfangen und dann nimm ich einen Guga und dann sagst du wahrscheinlich, ja, du weißt ja schon, was ich sagen will. Naja, egal. Ich werde ihre Einzelteile gut verwerten. Na, du kannst ja gar nicht Mizis schreddern! Ah! Wie grausam die Natur doch ist. Ja, unfasslich. Ja. Das sind wir 5 Minuten im Spiel, da muss man jetzt schon Daumen putzen, das ist jetzt sicher gut, Alter. Das ist sicher wieder gut. Ja, da müssen wir jetzt drüber, das habe ich gemeint mit. Da hier wird die Katze geschreddert, da kann ich keine Katzenohren aufsetzen, das geht nicht. Aber das muss nicht so sein. Ich glaube, wenn wir meine Intelligenz und deine Gabe dafür, du weißt, warte, was für Gabe das ich hab, minderwertige Katzen auszusuchen, kombinieren, könnten wir wirklich etwas erreichen. Minderwertige Katzers. Wenn wir genug Katzen haben, können wir vielleicht sogar die Zeit zurückdrehen. Oder den Schlüssel zur Unsterblichkeit finden. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Atombombe, radioaktives Blut und ordentlich Hirnschmalz für die Sache. Keine Sorge, ich werde das Gehirn von Guga ordentlich ausdrücken. Was ist denn mit dem Spul los? Bevor er in den Ofen kommt. Jetzt habe ich einfach gelesen und jetzt Hirntod. Und jetzt hinfort mit dir, mein Kind. Geh hinaus in die Welt und sammle Katzen. Okay. Ah, okay. Der Trampelpfad. Klarer Hill, es gibt sogar Wetthäfer, was ist das? Snacky Snack, psst, klick mal hier. Wo? So, ich klicke jetzt da einfach. Muss ich mal... Kann ich irgendwas anderes rein? Ah! Da waren wir noch drin, da haben wir noch was tun müssen, hat's geheißen. Achtung, V-Sync aus. Und was war noch? Soundtrack haben wir gehabt, gell? Machen wir Musik wieder ein bisschen an. Am liebsten hätte ich das ja die ganze Zeit auf Vollgas Lauf verlassen, aber dann muss ich die ganze Zeit so schreien und ich wird schon Kopf ey. Lass mir's auf 50, das muss klauen. Der muss klauen. So, klick mal hier, ich klicke hier auf den Totenkopf, da ist übrigens, was? Ja. Wenn das nicht an Happy Tree Friends erinnert, dann weiß ich es auch nicht. So, ich klicke mal auf den Totenkopf und schau, was passiert. Er hat dich rausgeworfen, was? Ja, sieht ihm ähnlich. Wer bist du überhaupt? Naja, ich bin übrigens Butch. Und auch wenn es mir pieps egal ist, ob du stirbst oder überlebst, muss ich doch sagen, dass ich ein wenig von mir selbst in dir sehe. Wann hast du das festgestellt? Wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich nicht. Wenn du hier in Boone County überleben willst, musst du lernen, wie man kämpft. Also hör gut zu. Das hier ist deine Gruppe. Das habe ich mir fast gedacht. Da ist eine Maus. Da ist ein Gegner Mizi, die schaut ziemlich dreckig aus. Die mag ich nicht, klar. Das sind deine Gegner. Was, die Maus auch? Dein Ziel ist es, sie alle zu töten. Kampf beginnt. Duschka ist jetzt am Zug. Ich muss mir jetzt einen kurzen Überblick verschaffen. So,
Rechts oben, Runde 1, das sind unsere Mizis, das ist der Gegner, das sind wir wieder mir, das ist der Gegner. Also man wechselt sich anscheinend so ein bisschen ab. Da haben wir einen Grafikfehler, der Apfel muss vorm Stor sein. Habe ich genau gesehen, ja, hier kriegt wieder einen Punktabzug. Haben wir einen Duschka, der Lebenspunkte, was das da ist, das weiß ich noch nicht so ganz. Kann sowas wie Aktionspunkte oder Mana oder sowas, eine Ressource halt einfach sein. Das ist unser Kohle, das ist Bewegen. Und dann fahre ich da einmal noch schnell auf die Seiten. Was das da ist, das weiß ich auch noch nicht so genau, aber das werden wir schon herausfinden. Duschka ist jetzt am Zug. Das siehst du an einem kleinen Pfotensymbol über dem Kopf von Duschka. Okay, das ist das Tutorial. Das ist der Grund. Ah, okay, das sind die Fähigkeiten von den Mizis. Da muss ich mich wahrscheinlich... Muss ich mich woanders hinplatzieren, hä? Muss ich mich woanders hinplatzieren, aber das sehen wir jetzt dann gleich. So, das ist der Grundangriff vom Duschka. Das sind quasi die Aktionen, die man machen kann. Es ist ein Nahkampfangriff, also musst du dich erst zu der Ratte hinbewegen, um sie angreifen zu können. Das ist eine Bewegungsaktion. Du kannst dich einmal pro Zug bewegen. Klick sie an und klick dann auf das Feld, auf das du dich bewegen willst. Der Straight zur Ratz! Wo haben wir ihn? Da bin ich. So, hier, bewegen. Ah ja, dann sieht man, wie weit man sich bewegen kann. Ich verstecke mich direkt da neben der Ratz. So. Okay. Jetzt, da du neben der Ratte stehst, kannst du sie angreifen. Das ist dein Grundangriff. Du kannst ihn einmal pro Zug benutzen. Klicke auf Angriff. Es ist so laut! Es ist allgemein so beschissen. Was haben wir eigentlich... Also. Ja, das macht Sinn. So. So. Okay. So, wo sind wir? Wie schauen wir aus? Was der wir? Angreifen, dann auf die Ratte, um sie anzugreifen. Ja, das kriegen wir den nicht. So, hier. Misi kriegt... Der Rattenfratz. Wie heißt's? Radfatz. Ratzfatz heißt die... War das die zweite oder die dritte... Das war die erste Evolutionsstufen in... Oder? In Pokémon? Ich glaube schon. Und Radfratz war dann die zweite oder... Nein, Radfratz war die erste. Radikal, glaube ich, hat es da gegeben. Und den dritten weiß ich nicht mehr. Ja, der Radikal, ja, was kommt noch am Radikal? Ratzfatz, dann Radikal, was kommt noch am Radikal? Es soll ja 3 Evolutionsstufen geben. Weiß ich nicht mehr. Nein, weiß ich nicht mehr. Obwohl es, glaube ich, das erste Pokémon ist, das ich in meinem Leben jemals gefangen habe. Gibt keine dritte? Echt? Gibt's die nur bei den 3 Grund-Pokémon? 3 Evolutionsstufen. Der Ratzor. In die OG-Games gibt's noch radikal nichts mehr. Da schau hin. Ja, aber nicht gewusst. Das ist aber auch schon eine Zeit her. Lass mich auf den Tacho schauen. Ja, das war vor 27 Jahren. Herzlichen Glückwunsch. Mich wundert, dass ich mich an Radikal überhaupt nicht erinnert. So, hau jetzt mir die Ratten aufs Maul da. Skadusch. Super, dem hast du es richtig gegeben. Ist dir aufgefallen, dass du eine Stärkung bekommen hast? Nö, ist mir nicht aufgefallen. Wo? Das kommt von deiner Passivfähigkeit. Halte den Zeiger über sie, um zu erfahren, was sie macht. Erhalte einen Bonus auf ein zufälliges Attribut, wenn du eine Einheit besiegst. Und was habe ich dann gekriegt? Muskeln. Was ist Muskeln? Stärke hoch. Stärke um 1 erhöht. Stärke wirkt sich auf den Schaden von Nahkampfangriffen aus und Fähigkeiten aus. Wir haben da Stärke, Leben, Intelligenz anscheinend, Glück, Fernkampfangriff, Bewegung und was der Mund sein kann, das weiß ich noch nicht. Duschka ist offensichtlich eine Katze. Ja, haben wir gemacht. Und jetzt? So. Du kannst den Zeiger auch auf deine Katze halten, um sie zu erfahren, was die Stärkung macht. Ja, okay. Und er kann nix, oder was? Scratch Johnson. Außerdem gibt es Zauber. Ich muss ein bisschen auf Zeichen gehen. Wir müssen uns jetzt dann woanders hin platzieren, weil ich sitze da im Weg. Außerdem gibt es Zauber. Du hast bisher nur einen einzigen und leider hast du nicht genug Mana. Tatsächlich Mana. Um ihn zu wirken. Hier steht, wie viel Mana der Zauber kostet. 4. Wir haben 3. Hier siehst du, wie viel Mana du gerade hast. Am Ende der Runde erhältst du Mana in Höhe deiner Intelligenz. Gerade kannst du nichts mehr tun, beende also deinen Zug. Jetzt sitzt bei mir uns erst mit durch. Oh. Ich komm von der gleichen Seite um. Vielleicht komm ich auch von... Oh ja, okay, das war jetzt. Jetzt wird's ein Krampf. So, ich sitze mit da. Ist das akzeptabel? Jetzt mal, wenn ich das tue, möchte ich niemanden Locher sehen, außer ein Riesen-Mike. Wenn der locht, dann hat es sich so Witz rentiert. So, passt. Zug beenden. Und wir kriegen dann Int plus 5. Wir haben was mit ihr? Oder gut Mana global?
Der hat 5 Mana, der hat 3 Mana. Wieso kann ich mich eigentlich mit der Mieze nicht bewegen? Ich mag doch 4 chargen und to battle. Ja gut, Zug beenden. So. Wir haben einen Drahtskill und jetzt ist der Scratch Johnson am Zug. Ja, Scratch Johnson hat einen Fernkampfangriff als Grundangriff. Das ist das da hier unten, da sagt sie jetzt hin. Bevor du dich bewegst, siehst du in Rot eine Vorschau der Reichweite deines Grundangriffs. Bewege dich auf ein Feld in Reichweite oder so weit du kannst. So, hier, Bewegen-Button müsstet ihr nicht sehen, das glaube ich ist mir wurscht. So, warte mal. Ja, wir können uns auf alle Fälle nicht so bewegen, dass wir ihm da hinten gleich nicht zimmern können. Das funktioniert leider nicht. Aber dann gehen wir einfach so weit, wie wir können. Leider bist du immer noch nicht in Reichweite von dem TomTom. Aber du hast genug Mana, um einen deiner Zauber zu wirken. Sieh dir mal deine Fähigkeit Rolle an. Rolle kostet nur 4 Mana, haben wir 5. Du hast 5. Klick auf Rolle und roll dich näher an dieses Ding heran. So, rollen. Da gehen wir nicht direkt in Attack-Mode. Okay, man kann sich nur geradeaus rollen. Ja, da gehen wir jetzt daher. Rolle! Du befindest dich in Reichweite, um den Gegner anzugreifen. Jetzt weißt du auch schon, wie das geht. Angriff. Okay, wichtig zum Wissen ist, man hat eine Bewegung und dann hat man Magie. Und dann kann man noch angreifen. Also man hat 3 Aktionen pro Runde. So zumindest soweit jetzt. Angriff. Kurzer Lupfer. Ein Angriff, der Einheiten und Hindernisse ignoriert. Kann ich schräg überhaupt schießen? Dann haben wir noch, der hat 15 Leben. Wie viel Schaden macht unser Ding? 5. Jetzt machen wir mal einen Lupfer. Bonk. Oh, der ist grantig schon noch. Gut gemacht, du hast getroffen. Das TomTom kann allerdings ganz schön was einstecken. Also musst du wohl noch ein paar Mal zuhauen. Okay, dann kriegen wir wieder 7 Mana, oder was? So, jetzt ist aber dann der TomTom dran, der wird uns mal gleich sauber nicht zimmern. Oh. Der glaube ich hat so einen Flächenangriff, hast du das gesehen? Okay, Duschka ist wieder dran. Jetzt hast du genug Mana, um deinen Zauber Spucken zu wirken. Wähle Spucken aus und greif deinen Gegner an. Dann Spucken. Spuckangriff mit unendlicher Reichweite verursacht 1 Schaden. Spuck mal drauf. Spucke ja den Huhn. Was für ein ordentlicher Rotzer. Du hast sogar genug Mana, um Spucken noch einmal zu wirken. Oh! Du kannst Zauber so oft in einem Zug verwenden, wie du willst, wenn du genug Mana... Das ist cool. Also nochmal. Mit richtig viel Schmackes. Auf den TomTom draufkratzt. Den Rest schaffst du sicher allein, also gehe ich mich mal in den Büschen verstecken und lache dich so lange aus. Viel Glück. Warum denn? Oh, ich hab keine Mana mehr. Bewegen. Da stellen wir uns jetzt nicht in einer Linie hin, weil ich glaube, ich gerade gesehen habe, dass der 3 Flächen vor sich hauen kann. Dann gehen wir jetzt mir da daneben hin. Was haben wir da noch? Machen wir so. Da hat noch 7 Leben. Spucken kann ich nicht mehr. Fot's mir einmal nicht. Oh, es ist auch cool gemacht, dass man optisch sagt, wer angeschlagen ist und wer nicht. Das ist cool. Nächster. Und dann ist unser Katze dran. Dem spucken wir einfach ins Gesicht und ist er hin. Easy going. In 2 Runden. Okay. Okay, wir verdienen mal was. Wir haben ein Futter gekriegt. Um Gottes Willen. Mal langsam, ich mag das. Ich will das Häufchen haben. Lege ein Häufchen auf ein benachbartes Feld. Was tut das? Was tut das? Man kann aufs Feld scheißen. Okay. Anfängerglück. Dein Mama hat Anfängerglück gehabt. Okay, hör gut zu. Nach jedem Kampf levelt eine deiner Katzen auf. Sieh nur, Scratch Johnson hier strotzt richtig vor Energie. All diese Möglichkeiten. Eigentlich wollte ich, dass du dir selbst etwas aussuchst, aber ich finde, ich sollte etwas erwähnen. Wir können hier eine ziemlich coole Combo machen. Sieh dir den Passiveffekt von Scratch Johnson, kann man die Katzen umbenennen. Wobei Scratch Johnson ist schon ganz geil. Heißblütig. Durch dich verursachte Verbrennungen sind um 1 erhöht. Okay. Und jetzt lies, was Sonnenbrand macht. Verursache Verbrennung 1 und Blindheit 1 mit unendlicher Reichweite. Sonnenbrand verbrennt Gegner und heißblütig verstärkt Verbrennungen. Ja, ich hab's schon verstanden.
Gutes Tutorial, ganz ehrlich. Ja, genau so kannst du eine Speier eingeführt, dann kennst du sofort aus. Also nimm schon Sonnenbrand. Ich darf aber gerne das Häufchen nehmen. Oder nicht? Ist schließlich deine Beerdigung. Da kann man heilen, der Schlecker. Häufchen. Lege ein Häufchen auf ein benachbartes Feld. Ja, aber was... was tut das? Was kann das? Warum? Why? So, Scratch Johnson ist aufgelevelt. Scratch Johnson ist jetzt Level 2. Scratch Johnson erhält plus ein Int, nenne ich das jetzt einfach mal. Wir haben da seine Fähigkeiten, eine Rolle und einen Angriff. Und wir kaufen jetzt im Prinzip eine neue Fähigkeit, die mit Mana gemacht werden kann. Ja, gehen wir mal im Tutorial nach, weil ich nicht weiß, was das da tut. Das findet man dann schon raus. Was ist das da? Blocken, Sonnenbrand. Okay, das muss man nicht nochmal irgendwie bestätigen. Okay. Da kann jemand zuhören. Okay, aber denk dran, jede Katze ist einzigartig. Sieh also immer nach, was die Passivfähigkeiten deiner Katzen so anstellen. Die Passivfähigkeiten können ein Abenteuer retten oder ruinieren. Und mit der richtigen Combo hast du es viel einfacher. Versuche stets coole Kombos zustande zu bringen. Ja, das ist so der Jumping Point, glaube ich. So, wir haben ein Futter verdient. Vogel! Schade, dass man nicht hochklicken kann. Wir haben ein Futter und Geld verdient. Was ist das da? Ah, da haben wir unsere Gatzes. Man kann Ausrüstung finden, es gibt sogar Items. Wir haben eine Dosenzeit, was ist da? Eine Dusche, kann man die umnehmen. Klassenlos. Eine normale Katze. Es gibt Klassen, wir haben Lebenspunkte. Werden die gespeichert? Merkt sie das Ding von Runde zu Runde? Da muss ich ein bisschen auf Zeiten gehen, die stehen dann da. Und da stehen dann die Werte von der Katze. Ich glaube, da können wir uns nirgendwo platzieren. Dass sie da ständig alles sagt. Ich versuch's so gut wie ich kann, irgendwie vorzulesen, was mir auffällt und so weiter. So, gut, sehr schön, der Trampelpfad. Und was genau so jetzt da? Und da kommt dann ein Boss oder was? Dann machen wir das nächste. Und das sind anscheinend Events, das sind Kämpfe, was das ist, werden wir rausfinden. Butch angreifen, Butch überlisten. Ah, okay, das skaliert da herin, das sagt sie gerade nicht. Anhand meiner Intelligenz und deskaliert mit Kraft, da habe ich bloß 3. Butch versperrt dir den Weg. Willst du deine Muskeln spielen lassen oder dein Köpfchen benutzen, um an ihm vorbeizukommen? Überprüfe deine Attribute, um deine Erfolgschancen zu sehen. Ja, dann müssen wir das nehmen. Das wird ja schon grün dargestellt, weil wir viel mehr Int als Kraft haben. Schauen wir mal, was passiert. Überlisst man Butch. Was auch immer das bedeutet und was auch immer das kann. Ich glaube, der Scratch Johnson hat gerade zweimal in sein Fell reingetschüsst. Scratch Johnson deutet auf etwas hinter Butch und lenkt ihn ab. Du bist aber ein cleveres Kätzchen. Du hast Glück, dass deine Intelligenz so hoch ist, sonst hätte ich dich zu Brei gehauen. Scratch Johnson erhält kleine Tasche mit Katzenminze. Okay. Okay, das sind so kurze Events. Was kann das? Kleine Tasche mit Katzenminze. Benutzen, erhalte 7 Mana. Eine Anwendung übrig. Ah, das sind so Consumable Items für die Kämpfe. Ja, kann man brauchen. Weiter zum nächsten. Mehr sehe ich da nicht zum Tun. Was ist das? Baumstumpf. Ich klicke noch. Ist da Miese drin? Nein, Stock. Okay. Was mache ich mit Stock? Neu, Stock, benutzen. Ein Nahkampfangriff mit +1 Reichweite. 4 Anwendungen übrig. Okay. Oh, Bosskampf. Warte! Diesen Bosskampf willst du nicht unvorbereitet anfangen. Du hast ein paar Ach, das muss man ausrüsten. Klick hier, um sie auszurüsten. Ausrüsten und dann muss ich das... Ah. Okay, das sind Tränke und Consumables und das sind Waffen und dann gibt's wahrscheinlich... Alter, jedes Mal bin ich... Alter, da kriegst du einen Schlaganfall nach 2 Stunden Spähen! Was? Jetzt bin ich... Halt doch dein dummes Maul, ich flipp aus! So, jetzt müssen wir da mal schauen. Ah ja, da ist das Geschlecht von der Miezi, ist mir gerade aufgefallen. Das ist ein Weiberl. Hoppala. Und das ist, der Scratch Johnson ist der Ober-Motherfucker. Der ist auf alle Fälle der Ober-Motherfucker. So. Jetzt Bosskampf. Ja, Equipment. Der schaut wütend aus. Der Storner im Kopf. Steinhart wie ein Rocker.
Zeit für einen Bosskampf. Pebbles hier habe ich selbst großgezogen. Er ist steinhart, sag ich dir. Zeig mir, was du gelernt hast. Ich hau dir pfutzenblödig. Ach ja, ein letzter Tipp noch. Angriffe von hinten verursachen mehr Schaden. So, oh, der hat Rüstung. Was tut der? Okay. Eins nach dem anderen. Wie viel jemand der 50? Und das da schaut mir ein bisschen nach Rüstung an. Bleiben wir mal drauf. Pebbles. Sein Nahkampfangriff stößt Einheiten zurück, kann Steine werfen. Oder daneben geworfen, der Vollidiot. So, Scratch Johnson. Das Passiv ist jetzt aber nimmer da, oder? Das wir mir vorher da gekriegt haben. Halte einen Bonus auf ein zufälliges Attribut, wenn du eine Einheit besiegst. Das kriegen wir natürlich im Bosskampf nicht, weil es keine kleinen Einheiten gibt. Ja, einfach draufchargen ist wahrscheinlich dumm. So, was ist? Ich versteck mich jetzt da hinter die. Ich versteck mich da. Wie kalt, Mann! Mehr können wir nicht da, oder? Nein. Der Huren. Okay. Okay. Das ist wirklich genau. Das ist nicht genau wie in Into the Breach, aber es ist schon extrem ähnlich. Da hat man sich bedient. Ist auch nicht schlimm. Das ist ein ultra cooles Spielkonzept. Du kannst schubsen. Du kannst Gegner in Objekte einschubsen. Manche Angriffe gehen unendlich weit, manche gehen bloß in einer Linie und. Und dann gibt es 1 Million Möglichkeiten, da jetzt sagen zu mal. So, kurzer Lupfer. Jetzt ist die Frage, haben wir Mana? Wir haben eine Mana-Rolle. Was passiert denn, wenn ich da durch die Steine durchrolle? Was passiert denn dann? Und was haben wir da für Passiv? Durch verursachte Verbrennungen. Können wir noch nicht mehr, da brauchen wir 6 Mana. Geht das nächste Runden. Dann machen wir die Rolle. Dann haben wir noch 1 Mana und wir kriegen plus 8 in den nächsten Runden. Ich mag jetzt einfach mal probieren, was passiert, wenn man da durchrollt. Ah, man kann einfach durchrollen. Ja, das ist gut. So, und dann wird. Nein! Ich bin ein Vollidiot. Ich bin ein totaler Vollidiot. Kann man Sachen rückgängig machen? Kann man Sachen rückgängig machen? Nein, kann man nicht benutzen. Ich halte 7 Mana. Dann ist jetzt die Zeit gekommen, das war Absicht, 7 Mana und dann zünden wir noch. Sonnenbrand! Bam! Okay, passt. Warum hat er jetzt einen Sonnenbrenner auf, das weiß ich nicht. Okay, und der Stecker nachkommen mit plus 1 Reichweite, da können wir nirgendwo hin. Na gut, das wird schon wieder gewesen sein. Haben wir den ersten Fehler schon gemacht, aber gut, ist scheißegal, Zug beenden, schauen wir, was passiert. Der macht ein bisschen viel Schaden, der Dude. Hey, das hast du vielleicht schon bemerkt, aber schau mal hier oben. Wo? Ja, das ist die Reihenfolge, in der deine Gegner und du am Zug sind, ja. Die Zugreihenfolge ist in jeder Runde gleich. Sieh sie dir also gut an oder auch nicht, mir egal. Was tut denn jetzt? Wirft er wieder einen Stor, oder? Steinwurf. Ah! Schmeiß meiner Mieze keinen Stor nicht auf, für du Huren! Was haben wir da? Spucken. Wie weit geht Spucken? Spucken geht unendlich weit. Wir könnten jetzt natürlich einfach auch mal 2-mal spucken oder wir hauen. Warte mal. Na, Full Damage. Full Damage! Voll draufkloppen, schauen wir, was passiert. Bonk. Moment einmal. Ah, die Rüstung blockt Schaden und ist dann fort. Ja, das ist nice to know. Und dann speien wir ihm noch 2 ins Gesicht. Gespuckt. Gespuckt. Mau! So, was tut er? Man kann diagonal schubsen! Okay, das kann man in Into the Breach nicht. So. Erstmal Mana. Erstmal Mana, anzünden den Huren. So. Dann. Wie weit kommen wir da? Nein, können wir nicht. Bewegen. Wie viel Schaden macht der? Nö. Zug beenden. Nein, bewegen. Wir gehen mal. Wo gehen wir denn hin? Ja, wir lassen die anderen Miezi tanken, oder ist es vielleicht gar nicht so schlau, wenn man sie nebeneinander hinstellt, weil er dann die eine Miezi in die andere Miezi schubst. Jetzt schauen wir mal. Und stellen wir uns nämlich da her, dann können wir ihm nämlich noch eine aufwerfen. Und wir stellen wir nicht direkt nebeneinander. Schauen wir mal. Mau! Ja, dann sind wir 30 Leben! Und wir haben 9! Und 25. Das ist der Tank. Wir könnten uns natürlich auch noch davor rollen. Sind wir das vielleicht da? Ich weiß es nicht.
Egal. Ausprobieren. Lernen durch Schmerz. Sie brennt auf alle Fälle noch. So, Mizi. Spuckt auf alle Fälle einmal. Mal das erste, was wir tun. Umgespielt hat noch nie geschaut. So. Bewegen. Jetzt komme ich da natürlich nicht hinter, gell? Kruzifix. Jetzt komme ich da natürlich nicht hinter. Weil die Steine den Weg blockieren. Sage ich das richtig? Dann weiß ich auch nicht, was wir tun. Verstecken wir uns da hinten. Mehrere können wir nicht da. Kann man das angreifen? Könnte man, aber es macht keinen Schaden. Na gut. Der macht uns voll fertig! Das schubst du. Nein, Mitzi tot! Mitzi hat nur noch ein Leben! Mitzi, nein! Mitzi, nein! Was der man da? Wir räumen weg! Geht das unendlich weit, ja. Wir räumen weg. Nein, das hilft uns alles nichts. Wir müssen mal Full Damage! Full Damage! Nächste Runde ist die Mitzi sowieso hin. Full Damage! Einmal! Zweimal! Und vielleicht können wir uns noch irgendwo hinbewegen, wo nicht so viel aus ist. Vielleicht, weißt du was, wir gehen da oben. Aus welchem Grund, weiß ich nicht, aber gehen wir einfach oben. So, mehr Schaden kann ich, der hat immer noch 29 Leben. Spuckst du den Sonnenbrand aus? Ich glaube schon. Ah, ich kann Sonnenbrand kotzen. Ich habe nur noch ein Leben. Ich will nicht mit Miete. Mit dem Spucker nimmst du den Brand-Debuff. Aufpasst. Das ist bei mir. Was ist jetzt kaputt? Scratch Johnson, nein! Verdammt, sieht aus, als hätte Scratch Johnson ganz schön was abbekommen. Ja. Aber keine Sorge, noch ist er nicht tot, nur ohnmächtig. Wenn eine Katze ohnmächtig wird, erleidet sie eine Verletzung und eins ihrer Attribute wird reduziert. Dauerhaft. Pass auf, dass sie jetzt nicht mehr allzu oft getroffen wird, sonst stirbt sie wirklich. Solange deine anderen Katzen den Kampf gewinnen können, überleben deine ohnmächtigen Katzen, also bring es zu Ende. Da hast du absolut recht, da ist nämlich auch ein kleines... Schau hin. Warte mal, seht ihr das? Bin ich da drüben? Ja, da ist ein kleines Wasser-Icon und da bin ich mir sicher, dass wir den Brand löschen. Lull, der Heini hört sich an wie der Tom Nook von Animal Crossing. Animal Crossing habe ich nie gespielt. Ja gut, dann müssen wir da... Ja, wir können es wie... Kann man diagonal zuhauen? Na, wieso hat denn er das können? Sie fix, ich komme ja ihm nicht nach, der läuft mir einfach davon! Und ausspucken mag ich jetzt auch nicht. Was haben wir da denn? Stellen wir uns jetzt da gegenüber hin und dann haben wir mal das Ding. Vielleicht kann man das kaputt hauen. Nein, kann man nicht. Naja gut, müssen wir so stehen lassen, das hilft nicht. Ja, und er brennt dann, ja. Ja, Alter, wie weit schubst mit dir? Grüezi, fix, du Mist. Du Mistkatze, ich komm nicht zu dir hin, dass mir... Was die haben wir jetzt da? Hätten wir mal ihre den scheiß Stecker gegeben zum Zuhauen. Sie fix. Ja, ist wurscht, mehr können wir nicht mehr. Let me think. Mehr können wir nicht mehr. Wir hätten mal das eine Item ihr geben müssen und das andere Item ihr geben müssen, aber gut, dann war es vielleicht auch anders gelaufen. Ich gehe jetzt einfach mitten, ich versuche ihm noch zum Laufen, es hilft sowieso nicht. Und solange er brennt, spuckt man nicht ab. Wird man so viel Mana. Jetzt wirft er mal wieder einen Stur. Ja, sag einmal, was kann denn der alles? Und jetzt sperr die Mecke, du Huhn. So, jetzt gehen wir da her. Dann machen wir mindestens 9 Spucker. Spucken. Kann man das mit 1 und 2 irgendwie auswählen? Nee, okay, ich muss da klicken. Ach, der kostet 4 Mana, macht einen Schaden. Jetzt sind wir benannt. So, haben wir ihn schon droschen. Wie viel haben wir? Noch 15. Oh, das wird knapp. Kinder, das wird knapp. Wir tun, was wir können. Schubsen ist stark. Schubsen ist stark. Kannst du sagen, was du möchtest. So, spuckt man ab. Spuckt man ab. Stellen wir uns dann hier und fotzen wir einfach. Oh, leck, ich glaube, ich hab gecrittet. Oh, da war der Mund dort. Was ist passiert? Was passiert? 7 Runden haben wir braucht. Das war nicht sehr Pro-Gamer-haft. Dutschka! Ist der aufgelevelt? Blöd! Oh, ein Int haben wir gekriegt. So.
Jetzt passen wir auf. Was haben wir passiv? Erhalte einen Bonus auf ein zufälliges Attribut, wenn du eine Einheit besiegst. Heile eine benachbarte Einheit um 2 LP. Lege ein Häufchen auf das benachbarte Feld. Ich darf gerne hinscheißen! Jetzt warte mal, was ist das da? Charisma. Charisma wirkt sich auf maximales Mana und Mana zu Kampfbeginn aus. Okay, das hat Glück wirkt sich auf die kritische Trefferchance und alle zufälligen Ereignisse aus. Ich verstehe. Geschwindigkeit, das erklärt sich von selber. Int auch. Mana-Regeneration, ja. Konstitution. Konstitution wirkt sich auf Max Gesundheit und Lebensregeneration nach dem Kampf aus. Okay. Okay, wir haben 18 Leben noch. Wie viel haben wir jetzt in-game? Wie viel haben wir? Ich bin unschlüssig, ob ich heilen können möchte. Mich würde jetzt interessieren, ob ich die anderen im Miezi dann aufglauben hätte können und mit der dann wieder was da hätte können. Das würde mich interessieren. Ich glaube, wir nehmen es heilen. Das hat auch Wasser und heilig, irgendein Kreuzzeichen dort. Das darf auch wieder den Brand löschen von dem anderen. Häufchen blocken. Das Game schon wieder. Was nehmen? Blocken. Ich überleg grad. Die Rüstung blockt 2 Schaden, kostet 5 Mana. Das Heilen heilt 2 Leben, also im Prinzip genauso viel wie das Blocken blockt und kostet 1 Mana weniger. In dem Heilen. In dem Heilen! Mag nichts anderes hören. Jetzt haben wir einen Haufen Futter verdient. Was kann das? Glückwunsch, du hast dich gut geschlagen. Das ist das Ende deines ersten kleinen Abenteuers. Zeit nach Hause zu gehen. Futter, Münzen, Gegenstände, Schätze und Verletzungen, die du während deines Abenteuers bekommen hast, nimmst du mit. Hoffentlich sind diese Vorräte mal irgendwann nützlich. Oh, und wenn du jemals speichern und ein Abenteuer beenden willst, klick einfach hier oben. Bis später. Bis später, Peter. Okay, bis später, Peter. So, hier speichern und zurück, speichern und beenden. Tutorial überspringen? Nein, ganz bestimmt nicht. Leute. So. Scratch Johnson ist voll im Arsch. Was ist da herum ist, das weiß ich nicht. Ich finde es super cool, dass die Verletzungen und so weiter optisch angezeigt werden. Das ist cool gemacht. Und schauen wir mal, jetzt gehen wir ins Haus. Streamende! Die regulären Jungen kehren nach Hause zurück. Gehen wir zu dem was? Jetzt langsam zu. Love. Freitag, 1. Juni. Haus 1. Tag beenden. 50 von 100, 0 Katzen. Hallöchen, gute Nachbarn. Da waren meine 2 Mietis, Scratch Johnson und der Duschka. Warum haben die auf einmal einen Hut auf? Warum haben die einen Hut auf? Wechselt doch gleich die Items der Katzen. Ich glaube, dass es wurscht ist. Okay. Jawohl! Ich bin es! Mr. Tinkles! Okay. Ich habe keinen Zweifel, dass du schon von mir gehört hast. Doch, da ich schon zweifeln. Ja, die Gerüchte sind wahr. Ich habe sie schließlich selbst verbreitet. Ah ja. So wie ich meinen Lebenssaft verbreite. Was sage ich denn da? Ja, das frage ich mich ja! Oh, ich bin so ein böser Junge. Wie dem auch sei. Du, also ohne Scheiß, ich habe selten einen schwuleren Charakter in einem Spiel gesehen, aber gut. Wie dem auch sei, du kannst mich jedenfalls Tink nennen. Nein, nenn die einfach Gaylord Fokker. Mein Gott, diese armen kleinen Kätzchen. Sie kommen wohl gerade von einem Abenteuer und sehen ganz mitgenommen aus. Katzen, die schon einmal auf einem Abenteuer waren, sind im Ruhestand. Das heißt, dass sie nicht mehr auf Abenteuer aufbrechen können. Hä? Warum bringst du sie also nicht rein, damit sie sich ordentlich entspannen können? Muss ich die da jetzt gerade ohne... Miau, 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 miau. You spin my head right round, right round. So, wo kann ich die jetzt hinwerfen? Wieso ist die so einmal links und einmal rechts? Ich verstehe nicht, die schmeißt jetzt da im Katzenbaum auf. Und da auf die Kiste.
Wie viele Leute haben mich eigentlich übersehen? Mr. MJ Massett, Schutzgeld. Oh, leck, Alter. Schutzgeld haben wir schon lange nicht mehr gekriegt, Mr. Massett. Don, ich melde mich aus dem Exil. Wie lange warst du fort? 4 Jahre lang oder was? Es ist kalt und dunkel. Soweit läuft alles nach Plan. Erwartere weitere Anweisungen. Hab ich dir damals gesagt, schleich dich für 4 Jahre und schau, was waren denn die letzten Anforderungen? Herr Massett, merci für den 5er. Welcome back. Free Frankie, merci für 45 Monate. Mein Mike, merci für 64 Monate. Marvel Manic, merci für den Euro. Rest habe ich, glaube ich, hoffentlich gesehen. So, weiter geht's. Ich bin schon ein bisschen hooked, weil ich gespannt bin, wie das mit der Abenteuer-Loop jetzt läuft. Ah ja, jetzt haben sie es schön gemütlich, schätze ich. Also kannst du jetzt den Tag beenden und erfahren, was passiert, wenn das Licht ausgeht. Wenn du den Tag beendest, frisst jede Katze etwas Futter auf. Pass auf, dass du stets genug hast. Was kann man da sonst so treiben? Okay, da können wir sich unsere Katzen nochmal anschauen, was die so kennen. Ja, was ist das da? Da haben wir Lager, Müll wird Ende des Tages geleert. Was ist das da? Quest-Gegenstände. Es gibt sogar Quests, okay. Was haben wir da? Nein, das ist nichts hier. Und da haben wir Gatzer 2, Geld 8, Tag beenden. Schauen wir, was passiert. Miau. Und jetzt weiß ich, was du mit der Musik meinst. Miau, 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 miau. Halt doch dein Maul. Ich möchte es einmal kurz für uns alle zusammenfassen. Es muss irgendwann in irgendeinem Büro mit 2, 3 Entwicklern wurde zum Meeting gerufen. Eines Tages, so fast im Jahr ungefähr, wurde zum Meeting gerufen. Ist sie dann hingesetzt worden? Und wahrscheinlich war es wirklich genau so. Ich war nicht dabei, aber ich kann mir das gut vorstellen. Ja, servus beieinander, so hier Binding of Isaac, ja, richtig gut gelaufen, da haben wir uns dumm und dämlich verdient, zu Recht auch, also um Gottes Willen. Ja, irgendwie hätten wir jetzt da nochmal, haben wir auch fertig, hier DLC da, DLC hier, dort und keine Ahnung was. Ich würde jetzt vorschlagen, jetzt raucht man erst mal einen. Das war kein Meeting, das war ein Meeting. Und dann haben die da so gesessen, haben sich sauber die Birne voll geraucht und haben gesagt, so, jetzt weiß ich eigentlich, jetzt kann man mal ein neues Spiel machen. Ja, ich habe eine Idee. ohne Witz. Wer zur verfickten Hölle kommt denn auf sowas? Wer kommt? Sag. Wer zur verfickten Hölle hat sich das hier ausgedacht? Und alles, was ich bis jetzt gesehen habe, und ich kann mir einen Rest schon so ungefähr in meinem Hirn zusammenreimen, wie es funktioniert, ist noch richtig gut auch. Scratch Johnson treibt es mit Tutschka und sie bekommen ein Kätzchen. Und was richtig geil gemacht ist, bin ich mir jetzt fast sicher, das Baby-Mieterl, oh la la, was für eine ereignisreiche Nacht. Erzähl bloß meiner Frau nicht davon, als hättest du eine Frau. Kannst du mit der Futzen heute Trottel. Und was wir hier gesehen haben. Oh, du hast ein neues Kätzchen. Sie muss allerdings erst erwachsen werden, bevor sie auf ein Abenteuer aufbrechen kann. Keine Sorge, irgendwas muss hier im Wasser sein. Kätzchen benötigen nämlich nur einen Tag, um aufzuwachsen. Und sieh mal, ein Streuner ist auf der Suche nach der wahren Liebe vorbeigekommen. Weißt du, ich sitze halt da und jetzt als Minispiele-Entwickler, wie ich mich selbst jetzt nennen darf, hoffe, durch NX und so, sitze ich da und denke die ganze Zeit drüber, wie kommt man auf sowas? Wie lang muss man dort gesessen sein, dass man diesen Blödsinn, in Anführungsstrichen, in eine richtig gute Gameplay-Loop verwandelt, die ich bis hierher riechen kann, dass das ultra gut gemacht ist.
Weiß ich nicht, Alter. Weiß ich nicht. Du willst den doch safe aufnehmen, oder? Falle, du hast ihn her. Da, hier. Wer ist denn das? Der Dedek. Den lassen wir was passieren, wenn man von da fallen lässt. Ja, Bonk. Na, was? Sobald du genug neue Kätzchen oder Streuner hast, kannst du sie mit auf ein Abenteuer nehmen, um mehr Vorräte zu sammeln. Du brauchst 4 neue Kätzchen, um auf ein Abenteuer aufzubrechen, aber du hast noch nicht genug. Also beende einfach den Tag noch einmal und nimm neue Streuner auf, bis du genug hast. Du kannst übrigens auf dein Kätzchen rechtsklicken, um nachzusehen, ob sie etwas von ihren Eltern geerbt hat. Und um ihre Attribute zu überprüfen. Und das habe ich gemeint mit... Warum liegt denn da Kacke? Okay, mal. Ich schwöre mein Gott, die hauen mir jetzt an den Tischkanten 10 aus, wenn ich... Warum? Miau. 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 Alter, halt doch dein Maul. Ich flipp aus. So, Rechtsklick auf unsere kleine Babykatz. Genau. Und jetzt hat quasi der Duschka und der Johnson haben gebudert und haben eine Babymieze gekriegt. Und die kriegt jetzt halt eine Mischung anscheinend aus den Attribute von ihren Eltern. Und kann jetzt diese Rolle und kann den Nahkampfangriff. Und was absolut geil ist, die kriegt den Kopf vom Papa und das Fell von der Mama und Ohrwaschel vom Papa und laut, das ist wer und wann und warum. Weißt du, wenn du das Spiel spielen musst? Dann musst du dir ordentlich die Birne voll rauchen und dann spielst du das Spiel und dann stirbst du 3 Stunden lang. Hier. Miau. Miau. Das Gemaunze, Alter. Miau. 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 So, der Dedek, den haben wir gekriegt. Was kann der? Krallen zücken. Erhalte +1 Dornen. Verursacht Schaden bei Einheiten, die dich berühren. Okay. Nahkampfangriff haben wir schon. Miau. Miau. Wookie, Schluss jetzt mit umeinander da hinten. Du wirkst eine wie ein Narischer in dein Spiel und schaust, dass alles perfekt ist und dann kommt so ein Spiel ums Eck-Reaktion. Okay, bye. Natürlich ist das, aber von sowas darfst du nicht demotivieren lassen. Annex ist mein erstes eigenes Spiel. Und so wie soll ich sagen, wie Annex beieinander ist, bin ich schon ein wenig stolz. Dass ich so weit komme, hätte ich sowieso nicht gedacht. Und was da in der Zukunft passiert, so hoffe ich, wird das noch richtig viel besser. So hoffe ich auch. Herr Mystix, mir ist wieder ein Zügel 60. Habe die Ehre, wirst du den Last of Us 3 spielen, so jetzt kommen. By the way, kauft der Leberkass Semi drum oder Bier, mir wurscht. Ich kaufe mir einfach beides. How about that? Herr Mystix, mir ist dir der Last of Us 3, wenn kommt, selbstverständlich spielen wir das. Also egal wie gut, schlecht, sonst irgendwas, das wird selbstverständlich gespielt. Lippi, mir ist 94 Monate, Alter. Katzeklo, ja, das macht die Katze froh. Merci dir. 94 Monate. Lippi, Kuss auf die Nuss, vielen Dank. So, der Ruckkopf-Steff sagt, er checkt gar nichts. Mir gehen wir jetzt, ich hab's glaube ich schon verstanden. Das ist im Prinzip, das ist die typische Roguelike-Loop. Es tut mir leid, aber wir müssen das ein bisschen leiser machen, sonst kriegen Vogel. Wir machen Musik ein bisschen lauter. So. Und folgendermaßen funktioniert das Abenteuer. Das war diese Strecke, die wir am Anfang gesehen haben. Da passieren verschiedene Events. Und du brauchst 4 Katzen anscheinend, um ein Abenteuer zu starten. Und die müssen diese Abenteuer überleben und immer stärker werden. So stark wie es halt geht. Also nach einer Runde kannst du dann Fähigkeiten aussuchen und so. Und dann baust du dir eine Art Bild zusammen. Und der ist in jeder Runde ist der anders. Und verändert sich die ganze Zeit. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Möglichkeiten an Bild das da gibt. Wenn er jede Katze 2, 3 Fähigkeiten haben kann, aus einem Pool von was wahrscheinlich 100. Und dann kreuzt du die miteinander und dann hast du da mal Glück und einmal Pech. Da ist sehr viel Random und Zufall dabei. Das kann dann natürlich ordentlich einen Run versauen, aber um das geht's. Tag beenden, bis du stirbst und wieder von vorn. Und wieder von vorn. Und wieder von vorn. Die Frage ist bloß, wenn man stirbt und eine ganze Runde ist vorbei und ich starte komplett neue Runden wieder von null, wie macht man da drin Progress? Was... Ich kann eigentlich schon die... Wieso kann ich die Katze nehmen und der Umi werfen legen nochmal? So, wir können momentan nichts tun.
Darum gehen wir einfach auf Tag beenden und dann wird wahrscheinlich noch mehr bootet. Es ist so dumm, Alter. Es ist so dumm und gleichzeitig unglaublich clever gemacht. Unfassbar gut gemacht eigentlich. Natürlich ist das Spiel sehr eigen. Das ist eh klar. Jetzt haben wir, was haben wir denn gekriegt? Gyrit. Kann man die umbenennen? Klassenlos. Ganz normale Katze, Alter 1. Es war noch geil, wenn man Katzen benennen kann. Das wundert mich, dass man das nicht kann. Wie gesagt, die haben nicht Leih, was geraucht, da waren andere Substanzen sicher auch dabei. Möglich. Ist durchaus möglich. Ist durchaus möglich. Die Muse, oder? Miau, 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 miau. So. Wir können da Gacki wegmachen. 4 Katzen brauchen wir. Die 2 haben im Ruhestand. Die Frage ist, warum habe ich die jetzt ausgeworfen? Da haben wir der Iti-Bitti, neue Streuner. Ja, jetzt passen wir, Obacht. Das heißt, wir können alte Katzen rausschmeißen, dann paaren sie die nicht mit, wenn wir einen Tag beenden, mit anderen Katzen, wenn die Attribute scheiße sind. Verstehe ich das richtig? Der kann die Rolle und einen Nahkampfangriff. Also nichts Besonderes. Meow. Jetzt haben wir 3 ausgewachsene Katzen. Und am nächsten Tag ist der Gyrit ausgewachsen. Ich überlege gerade, warum sie das so machen, weil die brauche ich eigentlich nicht mehr, mit denen kann ich nicht mehr auf ein Abenteuer gehen. Aber ich kann es noch herinhalten, in der Hoffnung, sie haben gute Attribute auf dem Abenteuer gesammelt und paaren sie dann mit irgendeiner anderen Katz, was ich nicht beeinflussen kann, mit welcher, damit sie die Attribute weitertragen. Weißt du, wie ich meine? Und je nachdem, wie viel Futter das ich habe, jede Katze braucht pro Tag wahrscheinlich ein Futter, muss ich irgendwann die Entscheidung treffen, fuck, die wirf ich aus, weil es zu viel Futter kostet. Ich glaube, das habe ich richtig verstanden so. So, warte mal. Mein Bitte, die hat kein Passiv, hat Garrett hat kein Passiv, nein, Duschka hat ein Passiv, der Derek hat kein Passiv und sie auch nicht. Gut, den wir noch mal Tag beenden. Die Nacht war ruhig, es ist nichts Besonderes passiert, das kann auch sein. Hey, super! Mit diesen neuen Streuner solltest du jetzt genug Katzen haben, um auf ein neues Abenteuer aufzubrechen. Pack sie in die Abenteuerbox und mach dich bereit. Berechtigte Frage, der C-Fix schreibt gerade, warum haben sie dann Level? Was ist denn das da? Hat die jetzt gerade einen Derek gehaut? Anscheinend. Oh, da haben wir noch einen Streuner, der Edible. Was kommt der? Durchschnaufen. Frische deinen Grundangriff, deine Bewegungs-, Waffen- und Accessoire-Reaktionen wieder auf. Den nehmen wir, her damit. Der Edible ist ein guter, der schaut aus wie Elch. Staudi! Und währenddessen sitzen ein paar Skull and Bones Entwickler im Eck und trenzen. Und das ist das hier. Ist ein absolutes Paradebeispiel. Ich habe jetzt noch nicht fake gespielt, aber ich rieche bis hierhin, da kannst du Stunden versenken in dem Ding, dass du einen Schlaganfall kriegst. Weil er jede Runde absolut unterschiedlich ist. Du hast nie die gleichen Katzen, wahrscheinlich auch nie die gleichen Gegner und die gleichen Abenteuer. Am Anfang wahrscheinlich schon, aber dann irgendwann nimmer. Da sitzen wirklich Leute 10 Jahre an einem Spiel wie Skull and Bones und liefern eine dermaßen sinnbefreite Scheiße ab. Hauptsache da eine super geile Grafik und ich kann Schifffall fahren und ui und behindert. Und dann kommt ein Indie-Entwickler und macht sowas hier. Muss ich noch mehr erklären irgendwie? Die sollen sich dumm und dämlich verdienen mit solchen Spielen. Und darum übernimmt momentan gerade ganz, ganz stark die Indie-Branche, wenn man so will, oder Indie-Spiele, ziehen die AAA-Spiele meilenweit davon. Wahrscheinlich kämen sie bald einmal irgendwann auf die Idee, dass sie AAA-Spiele gar nicht mehr finanziell rentieren und machen. Und dann fängt AAA-Industrie an, anstatt ein AAA-Game in 5 Jahren zu machen, 20 Indie-Spiele zum Kopieren. Und irgendwann schaut alles gleich aus. Aber gut. So, was tun wir jetzt? Auf zum Abenteuer! Ich möchte ein neues Abenteuer. Da nehmen wir ein Edible mit. Rein in die Abenteuerbox. Ich bin narrisch. Je mehr Katzen da drin umeinander fliegen. Oh, ich hab's wieder gefangen schon.
Warte, ich wirf's in den Box ein. Duschka können wir nicht mitnehmen. Warte, dann nehmen wir Gyret nicht mehr mit. Kobi! Itti Bitti, was haben wir da noch? Ah, das mit Dornen ist gut. Da haben wir die Rolle. Dornen, was kennen eigentlich die? Das ist das wieder Auffrischen und Nahkampfangriff. Was ist das? Ein kurzer Schuss. Schieße auf eine Einheit in deiner Sichtlinie und Dornen. Ja, das nehmen wir. Meow. Rollen. Ja, mit. Oh, da wird nicht geworfen. Miau. Na! Ich glaube, ich hab Katz weggeworfen. Entschuldigung, Spei, ich wollte Katz nicht wegwerfen. Können wir da irgendwie aussehen? Mieti! Kommen wir die wieder irgendwie her, da? Na! Mieti! Sie ist ja noch da. Na ja, gut, dann stecken wir einfach die und hoffen wir, wenn wir vom Abenteuer wieder zurückkommen, dass es noch da ist. Aufbrechen. Wird schon passt. Jede Katze! Was ist denn das jetzt wieder? Kyrate wird zu einer zufälligen klassenlosen Anwalt. Was ist denn das wieder? Halsbänder ausrüsten. Alter, wie viel Scheißdreck, dass dich da schon wieder einbaut haben auf so viele Ebenen. Was Passiv, das wird alles zufällig. Ja gut. Edible, Tank. Stell dich deinen Gegnern in den Weg. Tanks sind gut dafür geeignet, Schaden zu absorbieren und Gegner herumzuschubsen. Das gibt uns 4 Leben, -1 Int und -1 Reichweite. Oder was war das, glaube ich, da? Geschicklichkeit ist das. Geschicklichkeit wirkt sich auf den Schaden von Fernkampfangriffen und Fähigkeiten aus. Da ist er aber der Falsche für Tank. Wir brauchen jemanden mit mehreren Lebenspunkte. 28, Garrett, du bist unser Tank, hä? Bist du unser Tank? Int, hast du den empfehlen? Und Geschick hast du auch empfehlen. Okay, kann ich da bloß 1 ausrüsten oder jeder Katz 1? Ah ja. So, was haben wir da? Das ist der Nahkampfangriff. Haben wir mich nicht irgendwo? Ein Fernkampfangriff? Sturmangriff? Nein. Wir haben doch irgendwas zum Schießen gehabt, oder nicht? Das seht jetzt ihr wieder nicht hin, gell? Das ist dumm. Rolle. Muss ich die Halsbandel ausrüsten? Jäger. Schieße deine Gegner aus der Ferne ab. Jäger sind ausgezeichnete Fernkämpfer und können selbst außer Reichweite bleiben. Okay, jetzt pass mir auf. Kriegt der irgendwelche Fähigkeiten, wenn man das Halsbandel anlegt? Nein. Na gut. 2 Kraft, 1 Movement. Dann suchen wir uns jetzt den mit der meisten Kraft. Das ist auf alle Fälle mal der Dedek und -1 Bewegung. Oh, da sind wir eh schon schlecht, gell? Und -1 Int sind wir auch schon schlecht. Schauen wir mal, Bewegung, Leben. Da, der Crystal ist ein guter. Eine mit dir. Dann haben wir Miete. Fernkampf-Miete. +2 Glück. Oh, die kriegt Crit auch noch, aber kann sie nicht viel bewegen. Ja, wir brauchen einen Fernkampfangriff, sonst sehen haben wir nicht. Oh, jetzt werden die Miete ist auch noch farbig und dem ziehen wir die so. So. Fertig. Ein Stecker. Wem geben wir einen Stecker? Am besten den mit am wenigsten Movement. Da, hier 3 Movement. Nimmst einen Stecker, wird schon passen. So. Die Elite-Zauberwirker brechen auf ein Abenteuer auf. So, und das sind jetzt die Gameplay-Runden und die Gasse. Ah ja. Und da müssen wir jetzt durchkommen bis zum Boss, ohne dass wir alle verreckern. Alles, was wir irgendwie aufs Maul kriegen und Lebenspunkte durchziehen. Miezis! Stecker zum Tank. Rolle und Tank ist eine gute Kombi. Das muss ich halt erst außerfinden. Da muss man ein paar Runden spielen, was sie gut anfühlt, was man braucht. Ich weiß noch gar nicht, was Gegner überhaupt kennen und so weiter. Aber jetzt gehen wir einfach mal rein und prügelt mal wild um sich. Das sind aber viele Miezis, Alter. Okay, das sind lauter so 5 Leben-Typen. So, was haben wir da? Crystal ist. Wo sehen ihre Attribute gleich wieder? Ja, bis ich das auswendig kann, da, was die Halsbandel gleich wieder tun. Außenseiter. Du erhältst +2 Kraft und +1 Wappnen für jeden benachbarten Gegner. Okay. Das heißt, für mich eigentlich sollte man sich da einstellen. Naja, gut. Aber wir preschen vorwärts hier hin und hauen wir dem einen Viech da auf die Fotzen. Und dann haben die anderen 4 Miezis drauf. Ja, wir haben schon hingekriegt. Miau! So, wir kriegen 4 Mana.
Jetzt geht die Miezi da oben. Die hauen mit 3 zu. Die haben weit genug weg. Das war der Plan. Hat tatsächlich funktioniert. Und für jeden umzingelten Gegner kriege ich eine Kraft. Gut, der schlag's alle mit One-Hit. Was soll ich machen? Was ist das? Nadelkissen. Erhalte plus 3 Dornen. Dieser Zauber verbraucht eine Bewegungsaktion. Okay, dann kannst du nicht einfach wild umeinander zaubern und gut ist. Und es kostet noch nicht einmal Mana. Da stellen wir uns jetzt da rein. Was ist das da? Erhalte plus 1, das ist unser Dornenviech. Dann gehen wir jetzt da rein und machen wir erhalte plus 1 Dornen. Verursacht Schaden bei Einheiten, die dich berühren. Rundrum alle oder bloß die gerade anliegenden? Jetzt warte mal. Ich möchte es einfach mal probieren. Verstehe ich nicht ganz, aber ist ja wurscht. Ich schlage jetzt einfach mit dem Miezi da. Macht Dornenschaden, macht natürlich erst Sinn, wenn man selber kaut wird. Was haben wir da? Tausche Plätze mit einem benachbarten Verbündeten, wenn er von einem Gegner anvisiert wird. Mäh. Ein Feuerball der Verbrennung 2 in einem bestimmten Bereich. Wo kommen die ganzen Fähigkeiten her? Die haben wir doch gerade noch nicht gehabt. Miau, miau, Motherfucker. Rennt weg, wenn es Schaden erleidet. Komm mal, da gehen wir jetzt da her und schießen mit dem Feuerball auf. Oh, der macht Flächenschaden. Oder? Feuerball. Miezi läuft weg. Sehr gut. Jetzt können wir da nicht hin. Magischer Pfeil, Feuerrennen aufgeladen. Wir haben doch vorher diese Fähigkeit auf der Miezi nicht gehabt. Oder bin ich besoffen und hab's übersehen? Das check ich jetzt noch nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, wo die Fähigkeiten da von mir herkommen. Und dann hätte ich natürlich die Fernkampfangriffsgeschichte, hätte ich natürlich der Miezi geben. Geben die Halsbänder. Aber das sag ich das vorher schon, oder ist es dann zufällig, was ich krieg, wenn's Abenteuer losgeht? Ich tippe aus Prinzip Zweiteres. Ja gut, können wir sowieso nur beenden. Was haben wir da? Nadelschuss. Verschieße eine Nadel, die Schaden und Dornen verursacht und Schilde ignoriert. Oder da brennt's einfach. Was haben wir da? Lupfer, ein Angriff der Einheiten und Hindernisse ignoriert. Und was haben wir da? Deine Begleiter und Einheiten, bei denen du Schaden verursachst, erhalten plus 4 und verursachen Gift und Blutung. Wie verursache ich den Charme an Begleiter und Einheiten? Was sind denn Begleiter? Komm mal. Game is crazy! Sorry, was ist? Ja, irgendjemand werden wir umbringen müssen. Diese komischen Geräusche den ganzen Tag. So, dann gehen wir jetzt da her und schmeißen wir der Miezi da hinten was auf. Das wird schon passen. Lupfer. Drauf damit. Tot. Wunderbar. Und dann haben wir da noch einen. Dann machen wir die hier gleich noch tot. Damit es da voll läuft. Zug beenden. Irgendwann, wenn der Stream nicht läuft, dann denke ich da auch nicht so lange nach, sondern probiere einfach umeinander, das wird dann schon. So, Miezi. Was passiert denn, wenn man... Fängt da alles das Brennen an? Wird das größer oder was? Was ist denn das? Konfrontation, bewege dich vor einen Gegner. Was für Miezi singt denn da? Ich krieg einen Vogel! Konfrontation, Rolle... Das kostet 7 Mana, aber da kann ich mich einfach irgendwo hin teleportieren, oder was? Okay. Wir weisen, wenn wir einfach da oben gehen oder da hinten gehen und da schlagen wir die anderen in die Miezi, die anderen verbrennen das sowieso. Bei dem wir gar nicht umeinander. Es ist ja gar nicht so unwichtig. Das ist sie da! Warum hört ihr die nicht auf zum Singen? Okay. Was ist denn mit dem Spieler? Angriff ist immer gleich, je nach Klasse. Die Fähigkeit und die Passive sind random. Jetzt check ich's erst. Wir haben diese Halsbänder, geben uns eine 4 Miezis, die wir maximal mitnehmen können auf ein Abenteuer, geben eine Klasse. Eine ist Tank, der andere ist Range, der andere ist
Was weiß ich, was die anderen jetzt zum Bezeichnen wären. Jetzt machen wir mal beenden. Und jetzt verbrennt die. Mizi verbrennt die jetzt auch noch, oder nicht? Ja, bewegen. Wir können uns nicht ins Feuer. Ins Feuer bewege ich mich jetzt mal nicht. Die verbrennen sowieso alle. Und es ist halt enorm wichtig, dass du darauf aufpasst, dass du in jeder Kampfrunde so wenig Schaden kriegst wie möglich, so schnell wie möglich die Runde beendest, weil desto mehr Punkte, Futter und Ressourcen kriegst halt. Das ist so glaube ich, die Quintessenz dahinter. Und dass das aber gleich so narrisch eskaliert da. Okay. Passiveffekt. Dann ist zufällig, welche Katz auflevelt anscheinend. Sowas wie XP gibt's nicht. Ja gut. Und dann musst halt du Glück haben, dass du die richtigen Fähigkeiten kriegst, dass du richtig krasse Katzen auszirkst, die am Schluss einen Boss looten vergessen, Chef. Man kann looten? Wie man kann looten? An die Münzen, die da auf dem Pfeil klingen, kann man die nehmen? Ja, das sind alles Sachen, die werden wir noch rausfinden. Ich sage ja, das Spiel ist genau richtig für die. Der Geilste, das ist wirklich gut gemacht. Weil ich das einfach mag. Ich mag gar nicht wissen, wie dermaßen viel Hirnschmalz da reingeflossen ist. Es hat eine Verpackung, es schaut aus, als was für 4-Jährige. Was ich absolut genial finde. Grafik scheißegal, aber das Gameplay-Prinzip ist absolut genius. Das ist absolut, da musst du erst mal drauf kommen, Alter. Versucht er das einmal auszudingen. Hallo Sepp! Tu die halt rechts unten hin, Zug beenden, muss glaube ich keiner sehen. So meinst du? Miau! 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 Ich muss mit dir, warte. Oh, da steht ein ganz Eckerleiner, das darf sie nicht sehen. So. Miau! Freudiges Viehfahren! So, dann gehen wir da her. Wird schon passen. Ja, riesig Mike. So, jetzt passen wir Obacht. Was macht Sinn hier auszurüsten? Außenseite. Du erhältst plus 2 Kraft und plus 2 Wappnen für jeden benachbarten Gegner. Das ist so unser Tank eigentlich. Dem hätten wir eigentlich den... Ich weiß nicht. Das hätte man noch hinschreiben können. Und das Halsbandel bitte einfach Tank. Oder irgend sowas. So, das heißt, je mehr Gegner wir um uns rundherum haben, wir können so spotten, wir können umeinander rollen. Was haben wir da? Magische Stärkung. Erhalte bis zum Ende deines Zuges plus 1 magischen Schaden. Nö. Ein Nahkampfangriff, der zweimal trifft. Jeder Schlag verursacht Beulen. Was auch immer Beulen sind. Aber gut. Ein Nahkampfangriff, der Verbrennung 3 verursacht. Das mit dem Brenner, das gefällt mir. Dots sind immer gut. Unerwarteter Schlag. Das nächste Mal, wenn sich ein Gegner über ein benachbartes Feld bewegt, hältst du ihn auf und greifst ihn an. Das ist stark. Nimme! Und da haben wir jetzt auch nochmal die Klassen da beieinander. Kann man sich die nochmal anschauen? Nö. Ja gut. Dann weiter zur nächsten Etappe. Das ist jetzt wieder... Was ist die... Dedek. Und selbst da ist wieder ein Random-Faktor drin. Eine zufällige Katzen von deinen 4 kommt auf so ein Event hin. Das ist übrigens sehr nah dran, wie wir über Annex geschmatzt haben, was diese PvE-Events sein können. Du schickst zum Beispiel deine Space Marines und Flugzeuge irgendwo hin, die rödeln eine Viertelstunde lang. Und wenn die Viertelstunde vorbei ist, dann kommt genau sowas, was da ist. Irgendein Text-RPG, vielleicht sogar ein Beutel dazu und dann eine Auswahl von 3 Sachen. Und je nachdem, was du dabei hast und so weiter und so fort, kannst du entscheiden, was du machst und hast eine Erfolgschance oder eben nicht. So, stell mir, das ist nicht der Tank. Nur Kaio, also Rot ist nicht der Tank. Stinkt ein bisschen nach Brawler. Egal. Dedek entdeckt die verwesenden Überreste einer inzwischen unerkenntlichen Kreatur. Bei genauerem Hinsehen scheint sie sich ein wenig zu bewegen, aber wahrscheinlich waren das nur die etlichen Insekten, die sich an ihrem Fleisch laben. Jetzt kann ich es fressen, ich kann es plündern oder ich kann es untersuchen. Und wahrscheinlich krieg ich dann Fähigkeiten, passive und so weiter raus, oder ich kriege halt aufs Maul. Fressen tue ich es jetzt nicht. Wir haben nur 4 Leben, das ist nicht gut. Plündern haben wir 5. Wir haben beim Untersuchen ganz gut. Machen wir untersuchen. Meow. Direkt geht vor. Alles mit Text und alles mit Battle.
Derek geht vorsichtig um den Kadaver herum. Der Geruch ist beinahe unerträglich und Derek kann nichts Auffälliges sehen. Wo, an die Leute, die das Spiel schon kennen, was tut man da nochmal? Was passiert, wenn ich den Kackhaufen friss? Da können halt Sachen passieren und da muss Glück haben. Nächster Kampf! Reinprügeln! Um Gottes Willen. Oh, das sind schon dicke Katzel. Und Mäuse haben auch. Der Springer hat 9 Leben, die Katzen haben Sim und er ist der Tankyboy. Der Tom schon wieder. Katze kotzt. Das nächste Mal werden wir es fressen. Ich sag's, was es ist. So, wir haben ein Chris Tail. Chris Tail ist sie. Da können wir noch nicht recht viel da. Wir können uns bewegen. Die Frage ist, wie wir uns bewegen. Ob wir uns erst einmal da in Sicherheit bringen. Aber ich weiß ja nicht, was die wieder alles kennen. Die können wieder schubsen und Sachen aufwerfen und keine Ahnung was. Ja, verstecken wir uns da. Kann man ins Gras eingehen und ist unsichtbar? Was ist das da? Müll. Die Sachen kann man anscheinend kaputt hauen. Die haben Lebenspunkte. Der Müllsack hat 25 Lebenspunkte. Es ist so fucking genius. So. Tatsächlich. Münze. Das Geld liegt buchstäblich auf dem Boden. Habe ich vorher übersehen. Habe ich nicht gewusst, dass man das tun kann. Aber gut. Jetzt gehen wir mal da her. Mehr, glaube ich, können wir eh nicht tun. Zug beenden. Du könntest die Gegenstände zerstören und looten. Welche Gegenstände? Das zeigt da. Werden wir ausprobieren. Ich mag es jetzt da nicht zerstören, weil sonst kommt der Gatzer und haut mich. Ja, wobei. Probieren wir es einfach mal alles. Man muss alles... What? Jetzt hätte ich einfach aus Versehen fast die Katze dahin killen. Ich meine, der Star geht einfach kaputt, dabei fährt er einfach umeinander. Bekommst Schaden oder Vergiftung. Herr Mr. Zangelbub, okay. Trotzdem werde ich es irgendwann fressen. Na gut, haben wir schon fertig. So, jetzt können wir jetzt mit 5000 anderen hin. Nein, doch nicht. Jetzt schauen wir, was haben wir. Erhalte plus 3 Dornen. Dieser Zauber braucht eine Bewegungsaktion. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie Dornen genau funktionieren. Darum stelle ich mich jetzt da so her. Mach Dornen. Das ist das Symbol von Dornen, okay. Und dann hau ich jetzt da mal die Banane zusammen. Kann ja was rausfallen. Tausche Plätze miteinander. Einfach mal probieren. Hilft jetzt sowieso nicht. Was tut denn Katzenjammer? Das verlangsamt uns. Das scheint mir ein Debuff zu sein, ja. Okay, Verlangsamung, Bewegungsreichweite ist für die nächsten 4 Züge um 2 verringert. Die Einheit ist später am Zug. Oh, das ist natürlich ungeil. Intelligenz hoch. Intelligenz um 1 erhöht. Intelligenz wirkt sich auf Mana-Regeneration aus. Ja gut, kann man brauchen. Kann man schon brauchen. Jetzt schauen wir da mal, was kann man jetzt da tun. Bewegen, wir bewegen uns einmal. Wo sagt man, wie weit man casten kann? Ich gehe jetzt da mal hohes Gras. 50% Ausweichchance für Einheiten, die in ihm stehen. Ja, Mutter, du mir sagen. Da gehen wir jetzt da ins Gras alleine. Easy going. Und dann schießt mir irgendjemand beim Feuerball auf den Kopf. Und zieht man mir da schon wieder alles an, gell? Das ist auch nicht so geil, aber das ist wurscht. Macht einfach geradeaus 5 Damage. Egal, zünd mal so. Feuerball! Die verbrennt dann schon. Okay, was haben wir da? Erhalte am Anfang des Zuges plus 1 Int. Okay. Fang wahrscheinlich das Gras zum Brennen an, aber das ist mir wurscht. So. Jetzt warte mal. Bewegen. Wir gehen da her. Dann können wir auf die schwarze Katze oben unseren Schuss machen. Münze einsammeln. Gib ihm. Ah ja. Oh, das können wir ganz oft machen schon hin. Können wir noch 2 Mal schießen. So, wie viel Leben hast du noch? Was hat denn die für Fähigkeit? Dornen verursacht 3 Schaden bei Einheiten, die dich berühren. Wann wird der Dornenschaden triggert? Wenn ich hingehe oder erst wenn ich es Melee hau? Naja, das werden wir schon rausfinden dann. Ich kann ja nochmal. Schmeiß mir einen Storbenkopf und ist hin. Zug beenden. Was haben wir da? Deine Begleiter und Einheiten, bei denen du Charme verursachst. Das habe ich noch nicht so ganz herausgefunden, was das ist.
Okay, der Rattensprung ist ziemlich fies. Jetzt müssen wir uns was ausdenken. Da haben wir jetzt die Miezi. Da herum. Komm, bewege dich vor einen Gegner. Na, das brauchen wir nicht. Was ist das da? Das nächste Mal, wenn sich ein Gegner über ein benachbartes Feld bewegt, hältst du ihn auf und greifst ihn an. Ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt erst einmal daher so. Und 10 Schaden macht das. Ja, hat ziemlich viel. Machen wir mal so. Mehr können wir nicht machen. Und dann haben wir 2. So, und wenn sie eine von denen 2 nummeriert, was glaube ich nicht deren, weil die hauen uns wahrscheinlich einfach. Stärke hoch. Oh mein Gott, Alter, da kannst du, Alter, da kriegst du einen Vogel, Alter, da kannst du nie wie in Into the Breach einigermaßen gleiche Builds bauen. Das ist ja völlig random, was da passiert. Was zum Ficken denn Fick eigentlich? So, wir könnten uns jetzt natürlich da so aufbewegen. Da brennt's leider Gottes. Wir brauchen ein bisschen Support da hinten. Die Maus da, die verbrennt von allein. Die kriegt noch 2 Schaden. Naja, killen wir es dann, ist Ruhe, oder? Wie weit können wir gehen? Ja, killen wir Maus. Kill die Maus! Und dann bewegen wir uns. Das können wir auch machen. Okay. Plus 9. Jetzt müssen wir irgendwie mehr. Bewegung ist wichtig. Bewegung ist wirklich fucking wichtig, merke ich gerade. Da gehen wir jetzt daher und werfen wir auf sie da oben, dann ist sie nämlich auch tot. Okay. Aus die Maus! Wieso haben wir einen Arm jetzt killt da oben? So kann ich mich nicht vorbei bewegen. Wieso kann ich mich da nicht herbewegen? Was ist mit dem TomTom? Der ist einfach tot. Wieso kann ich mich da nicht einbewegen? Verstehe jetzt nicht ganz. Aber gut. Ach, ich bin die Katze und nicht die rote. Nee, ich Vollidiot. Warte mal. Ich kann 2 Dinge weit zuhauen, hat 6 Schaden. Da kriegen wir es nicht ganz down, gell? Scheißegal, hilft nicht. Draufdroschen. Und dann können wir uns bewegen. Wie viel Leben hat die noch? 31. Ziehen wir die ein wenig zurück, damit die nicht noch mehr Schaden kriegt. In der Hoffnung, die Mais gehen alle auf sie. Bewegen. Mal daher. Und dann machen wir unerwarteter Schlag. Und Miezi schalten wir ein. 9-1. Dann erschlagen wir sie. Und wenn die Maus jetzt sich bewegt, müsste jetzt eigentlich sterben. Meow. Um Gottes Willen haben wir noch. Ja, da komme ich nicht hin. Aber was wir da können ist, die Sachen kaputt machen und hoffen, dass was drin ist. Gehen wir da her, dann ist die grüne Miezi noch dran. Machen wir das kaputt. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich da nicht auflupfen? Was passiert denn, wenn ich die tote Katze schieße? Okay, Leichenfledderei! Droppt Münzen! Das muss er mir jemand sagen! Wo können wir noch aufgefleddern? Scheiße, das habe ich einen Kampf gemacht. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Na gut. So, Maus, beweg dich! Warum habe ich jetzt da daneben gehauen? Oder was war denn das jetzt? Wieso hat denn die jetzt nicht zugehauen? Warum hat die Maus ein Arschloch? Schau, ich möchte bitte, dass jeder sich konzentriert auf das Arschloch der Maus. Das ist wichtig. Das ist wichtig, Kinder. Der Schlag die Maus, muss gelangen. Hab ich jetzt meiner Katze weh, du? Da steht aber nichts dabei, dass die weggeschubst wird, wenn man draufhaut. Naja gut. X marks the spot. That's what she said. Edible ist aufgelevelt, Level 2 und erhält einen Bogenschuss. Okay, also offensichtlich skaliert dann beim Level Up das Attribut mit, was man für ein Halsbandlärm gibt. Und er ist halt der Ranger. Wir brauchen unbedingt Range Attacks. Feuere 5 schwache Schüsse, jeder von ihnen hat eine 50%ige Wahrscheinlichkeit zu verfehlen. Rufe einen was?
Ein Pupserbegleiter? Rufe einen Madenbegleiter? Trampel über ein Feld. Dauerfeuer nehmen! Haben wir gar nicht so schlecht beieinander. Der Gürrate hat ein bisschen was verloren, aber das ist ja wurscht. Und das ist so, mal vielleicht kurz erklärt für Leute, die sicher die Spiele überhaupt nicht spielen. Irgendwann haben die Gegner, also von jedem Abenteuer, was du da durchlaufst, werden wahrscheinlich, also Katzenpopo, wo ist sein Arschloch, weiß ich nicht, werden die Gegner immer schwieriger und immer schwieriger. Und du hast im Prinzip immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, wahrscheinlich später auch mal mehr, so Events und Situationen und Kämpfe Zeit, so viel zum Sammeln, wie du kannst, um halt aufzuholen und stärker zu werden, dass du das nächste Abenteuer überhaupt schaffen kannst. Und irgendwann skaliert der Schwierigkeitsgrad so hart, dass du nicht mehr nachkommst, du kriegst auf die Fresse und verlierst. Das gehört quasi dazu. Und ich bin bloß noch gespannt, wenn wir Runden verlieren, welchen Progress man dann wieder an den Start mitnimmt, dass man generell vom Start weg schon ein paar Prozent stärker ist. Auf das bin ich noch gespannt. So, jetzt gehen wir da rein, da gibt's was zum Looten hoffentlich. Loot! Elektrische Münze. Was macht eine elektrische Münze? Sie münzt elektrisch. Was kann es? Was ist es? Elektrische Münze. Benutzen. Wirf eine Münze. Kopf. Frische deine Bewegungsaktion auf. Zahl. Erleide Verlangsamung 2. Na! Bei meinem Klick! Nix. So, dann haben wir da nochmal ein Event. Und dann haben wir da... Oh, Edible findet ein Mäusenest. Sie schlafen gerade. Angreifen. Ah, mir hätte man 10 Geschicklichkeit da erregen, aber Charme spielen lassen. Was auch immer dann passiert. No! Edible geht vorsichtig zu den Mäusen herüber und gesellt sich zu ihrem Nickerchen dazu. Eine von ihnen kuschelt sich an ihn an. Edible hat einen neuen Freund gefunden. Und jetzt was habe ich jetzt? Edible? Was hat der Edible? Hat der jetzt irgendwas gekriegt? Was hat jetzt das gebracht? War das einfach, ja, damit irgendwas passiert ist, oder was? Mehr weiß ich nicht. Oh, geht das Abenteuer unendlich, oder was? Ich glaube, wir haben einen Bosskampf, Leute. Und dann kann man abbiegen in richtig schwer. Die Elite-Zauberkatze, was? Der bunkert sich ein. Da hat er 50% Ausweichchance und 60 Leben. Wie bringen wir den da raus? Und das ist jetzt genau das. Da braucht es jetzt irgendeine Fähigkeit, gibt es mit Sicherheit so den Schubser. So man. Was ist denn das da? Was ist das? Pinky, Nahkämpfer, bewegt sich zufällig. Der hat ein Leben! Was möchte der Pinky? Ist einfach, weiß ich nicht, das ist einfach ein Mäusebaby. Warum? Mit dem kann ich sogar fahren. Was ist denn mit dem Spiel los, Alter? Es schaut einfach aus wie eine Kartoffel! Ist das der Isaac? Ist es der Isaac? Das ist ja die Maus, die er gerade gefunden hat, oder? Ja. Oh, eine kleine Chernobyl-Kartoffel. Oh. So, gut, jetzt müssen wir uns was ausdenken. Du erhältst plus 2 Kraft und plus ein Wappnen für jeden benachbarten Gegner. Wir müssen mal reinbrawlen. Kennt ihr, wir müssen reinbrawlen, wir gehen erst mit da, da haben wir 50% Ausweichchance. Mehr kommen wir da noch nicht da, da müssen wir ein bisschen Mana sammeln. Und vor allem ist die Drecksau fast bei jedem zweiten Zug drum. Wenn die richtig Schaden macht, kriegen wir echt ein Problem. Aber gut, schauen wir mal, was passiert. Vorsicht, die hat eine Falle gelegt, die hat eine Torhe gelegt, glaube ich, gell? Guter Punkt. Der wandert die ganze... Okay, da Falle. So, dann haben wir da was. Da in dieser Zauberfrage eine Bewegungsaktion. Bewegen. Wir müssen irgendwie Meter mal. Jetzt liegt da und da eine. Der legt halt alles mit Fallen aus. Wie mies ist denn das? Ja, Charge. Safe nicht. Wir müssen mal irgendwie hinkommen. Magie, Krallenzücken halte plus 1 Dornen. Ja, weißt du was? Wenn ich den Dornenschaden richtig verwunden habe, dann kriegen wir mir jetzt da einen Dornenbuff
sobald wir mir einen Schaden kriegen, oder irgendeinen Schaden kriegen, kriegt er auch einen. Und das kann man immer aufbauen und der Dornenbuff bleibt die ganze Zeit bestehen, bis er halt ausgelöst wird oder drunten gar ist. Was haben wir da? Tausche Plätze, ne. Der legt überall Bärenfallen hin, weil man merken kann, wo der Bärenfallen umeinander legt, der Huren. Ach so, und über die Map speiben kann er auch noch, oder was? Was, meine Maus spielt, fährt die allein umeinander, oder was? Miau. So, mein Freund. Hoppala. Wieso kann man da nicht... Wieso kann ich denn da nicht drüber schießen? Die Drecksau weiß ganz genau, was das... Scheiße, ist jetzt da eine Bärenfalle gelingen oder nicht? Haben wir schon so weit. Spuck auf die Falle, sonst wird's viel. Kann man auf die Fallen spucken? Ich weiß nicht mehr mal, wo eine war. Ich geh jetzt da mal, oder? Machen wir jetzt quick and dirty. So machen wir den. Feuerball kann er haben! Na, mehr geht nicht. Ah, verbrenn noch, du Huren. Ah, zieh's noch umeinander, das Feuer! Zieh's noch umeinander! So, dann kommt nämlich mein Ranger. Da kommt mein Ranger. Ich hoffe, dass da keine liegt. So. Und zwirbelt der erst einmal sauber rein. Nadelschuss! Wie kann das sein? Verursacht 2 Schaden bei Einheiten, die dich berühren. Verbrennung. Verschieße eine Nadel, die Schaden und Dornen verursacht und Schilde ignoriert. Das heißt, der Angriff hat nicht nur einen Buff für mich, oder der hat einen Debuff gegen mich. Das ist nicht so gut. Egal. So viel Damage drauf, wie er gerade irgendwie geht. Eigentlich sollte man auf die Fallen schießen, gell? Warte mal. Ist da eine gelingen? Ich weiß nicht mehr, ich probier's einfach. Nö. Oh oh. Fix. Kann man irgendwie vorgeben, wie er gehen soll? Also ich möchte jetzt eigentlich haben, dass er links geht und dann geradeaus und nicht, also nicht dink, 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 sondern ich möchte, dass er dink, dink, dink geht. Aber ich glaube, da liegt auch eine Falle, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Recht viel können wir mit ihm jetzt da gerade nicht da. Ich hau jetzt einfach einmal da die Falle zusammen, ob das geht. Nein, geht nicht. Da muss man wirklich was einspucken, oder? Ja, aktivieren wir mal das kann nicht schon. Beenden. Ja, ihr kriegt jetzt mit Damage. Jedes Mal kriegt er schönen Schaden. Deine Bärenfallen sind mir ehrlich gesagt scheißegal, ich sag's freiwillig, wie es ist. Ich geh jetzt nämlich da hinter und sammle währenddessen gemütlich die Münzen ein. Und er verbrennt einfach langsam. Ich brauche mich bloß verstecken. Alter, der kassiert ohne Ende. Oh, oh. Der spuckt aber auch ganz schön, gell? Miau. So. Was nun? Mal weg vom... Der Zünd... Also, dass das Feuer so eskaliert, das habe ich nicht kommen sehen. Aber gut. It is what it is. Wir gehen jetzt da her. Und dann, ne, da können wir nichts tun. Kann ich da irgendwas auslösen? Auch nicht wirklich. Auch nicht wirklich. Na gut, Zug beenden hilft nicht. Der verbrennt wie ein Stückchen für Feuer ist ultra overpowered. Okay, Münze können wir nicht aufklappen. Dann schießt mir einen Lupfer auf. Erst den. Blub. Blub. Oh, Range ist stark. Schau dir das an. Ja, beweg dich noch mit ein bisschen. Oder auch nicht. So, die Mizi kann nix tun. Zug beenden. Easiest game of my life! Was ist denn da? Ja, phänomenal! Das kann so nicht weitergehen! Blutiger Hund, wann ist denn 20 vor... Ach, geh halt doch dein Maul! Ach.
Ha, gar nichts drin. Es ist jetzt 20 vor 10, ja. Gut Spiel. Vergeht Zeit schnell. Habt ihr heute schon mal allesamt auf den Like-Button gesmasht? Hallo, auch alle Lurker, der Chat ist echt extrem leise. Ihr macht's jetzt, kommt jetzt da wieder herein und drückt auf den Like-Button. Bitte, danke, kostet auch nix. Babidi-Bubidi. Herr Phänomenal, merci dir, das ist zu viel, aber das sage ich dir gefühlt jede Woche, seit einer Zeit. Kuss auf die Nuss, danke schön. Nicht übertreiben. Kriegen wir mal einen Counter, wie oft der Meister die Uhr übersägt. Jetzt mal, weil ich habe Zeitgefälle habe ich sowieso generell schon keins mehr, aber wenn ich noch Spaß bei habe, habe ich generell keinen Gefälle mehr. Was kriegen wir dafür, dass wir auf den Button drücken? Einen ausgefüllten Daumen nach oben Button. Ja, immer den Button drücken, der nach Norden zeigt. Ist der wichtige. So, jetzt passt mir beobachtet. Unser Tank ist aufgelevelt. Das kann ich mir gerade noch merken, dass es Schödel der Tank ist. So, was sind unsere Passivs? Tausche Plätze, das ist gut für den Tank. Dornen ist auch gut für den Tank. Ja. Was haben wir da? Stoße eine Einheit ein Feld zurück. Dieser Zauber kostet das erste Mal, dass er in einem Zug verwendet wird, 0 Mana. Das ist nicht schlecht. Grabe einen kleinen Stein aus. Was auch immer das soll. Verwerfungslinie. Schleudert alle Einheiten in einer geraden Linie auf Felder in der Nähe. Das ist ja geil. Da kannst du mit dem einer Mal so und mit der Katz werfen wir es ins Feuer rein. Versteinere alle Einheiten in deiner Sichtlinie. Das ist auch stark. Dann lauter starke Sachen. Was nehmen wir da? Aber das mit Schleudern gefällt mir gut. Lurken ohne Liken? So nicht. Das, was der Bernie sagt. Herr Richman! Jetzt wird 22 Monate. Ist mal wieder soweit. Der Nachschau-Squad ist live dabei. Ne? Zeit ist aber auch mal geworden. Ich mag das Schleudern ausprobieren. Check out der Schleuderung. Was haben wir da gekriegt? Da haben wir irgendwas gekriegt. Jan. Futtertasche. Begleiter, die du erscheinen lässt, erhalten +2 Max-LP. Das heißt, man kann da sogar Builds bauen mit Begleiter. Wir haben ja jetzt da so, aber sagt man das irgendwo, wie viele Begleiter jemand dabei hat? Der hat jetzt ja so eine kleine Maus dabei. Aber die sehe ich da irgendwie nirgends. Weiß nicht, was das soll. Gut Spiel, Mischung aus Thank Goodness You're Here und Battle Brudis, gute Kombo. Ja, ich dachte eher, das Kampfsystem da eher mit Into the Breach vergleichen, anstatt mit Battle Brudis. Battle Brudis ist, was das betrifft, ja, auch nicht unbedingt komplexer, eigentlich nicht. Aber einfach ein bisschen anders. Da bist du nicht so eingeschränkt in der Map. Und mit Thank Goodness You're Here wegen dem Blödsinnsfaktor halt, ja, kann ich schon verstehen. So, das nehmen wir nicht, das ist nix. Oder kann man das equippen? Wer hat, der Edible hat diesen Begleiter, das gebe ich ihm jetzt einfach einmal mit. So das. Nein, Maika! Aber das ist es ja, der Dislike-Button, wenn ich einen Kopfstand mache. Du sollst keinen Kopfstand machen, mein Maika, weil du bloß das Knack brichst. Ich weiß genau, was es ist. So, was ist jetzt das da hier unten eigentlich? Wieso komme ich da nicht in hart? Nur die Harten kommen in den Garten. So, geht das jetzt eigentlich unendlich da, oder? Edible hört, wie die Stimme seines Vaters ruft. Edible dreht sich um und blickt in ein schreckliches Gesicht. Er findet keine Worte. Wie furchteinflößend. Okay, ist halt wahrscheinlich ein Event, wo du einfach nichts kriegst. Pech gehabt. So, nächster Kampf. Her mit dem Schund. Kampf, Bigge. Oh, die haben als erster drin. Was ist da? Miezi schon wieder. Okay. Erstmal ausschwärmen. Ich glaube, dass man da viel mehr tanken kann, wenn man meint. Ausschwärmen. Kann man das Ding hauen? Wurscht. So. Kann ich mehrere? Jetzt pass auf. Ich möchte was probieren. Gehen wir mal noch nicht so weit. Und was passiert dann? Was tut das? Schleudere alle Einheiten in einer geraden Linie auf Felder in der Nähe. Okay. Okay. Und dann punchen wir die Miezi noch kaputt. Zug beenden. Die kann wahrscheinlich wieder irgendwas werfen. Nein, kann es nicht. Die haut mir wieder. Hast du das jetzt gesehen, wie das Viech gegangen ist? Die Begleiter moven von selber.
Interesting. So, jetzt passen wir Obacht. Jetzt gehen wir mir mal daher. Wie viel nehmen wir die? 7. Dann nehmen wir uns einmal das da. Einmal Feuerball bitte! Und an den neuen, weil dann ist nämlich hier. Ah, so weit komme ich nicht. No! Ist das ein Gegnerviech? Eine Made! Sie nennen mich nicht eine Made! Mal kaputt. Miezi am Arsch der Welt hinten. Weiße Miezi. Jetzt können wir wieder schießen. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Angst. Bewegt sich am Anfang des Zuges so weit wie möglich von Gegnern weg. Ach, da kriegst du einen Debuff in dem Event, der dich für die nächste Kampfrunden... Okay. Okay. Dann können wir also nichts machen, außer die Miezi da kaputt schießen. Sehe ich das richtig? Dann nehmen wir aber diese, dann brauchen wir keine Mana. Und dann kommt da eine Münze raus. Nein, doch nicht. Na gut, dann kommt da keine Münze raus. Ist ja vollkommen wurscht. Aber mehr können wir nicht machen. Miezi da. Da möchte ich den Feuerball reinschmeißen. Feuerball! Bewegen! Stirbt die Miezi da. Die kriegt noch 2 Damage, glaube ich, gell? Dann da schlagen wir sie. Dass man sonst da hier stirbt. Wir kriegen nämlich jetzt mal ein bisschen mehr Kraft, wenn wir da jemanden killen mit ihr. So, der Dorn, das ist unser Tank, gell? Der Tanky Boy. One Tanky Boy. Gehen wir mir straight da davor hin. Aktivieren Dornen. Und hauen ihr eine auf die große auf Pfotzen und... Was ich noch nicht ganz gecheckt habe, ist, ob bei jedem Nahkampfangriff der Gegner nach hinten rutscht. Oder ist das... Stürme ein Feld vorwärts und greife mit Rückstoß an. Das steht dabei. Okay, ja gut. Was haben wir da? Tausche Plätze mit dem Verteidiger. Können wir nichts machen. Oh, ich bin selber ins Feuer gelaufen. Ja, das ist absolut richtig. Was tut denn eigentlich meine Kartoffel? Die pinkelt irgendwo in der Weltschicht umeinander. Was soll das? Was soll das? So, wir gehen da her. Warum habe ich denn das so? Macht ja keinen Sinn. Egal. Aus weg. Und dann aktivieren wir noch Dornen. Weil warum nicht? Zug beenden plus 9. Kommt die andere Miezi. Und haut ihr eigene Miezi kaputt! So, bewegen. Können wir uns aber nicht recht weit bewegen, muss ich sagen. Ja, können wir nicht machen. Ich probiere jetzt einmal schnell diese Fähigkeit aus, weil ich bin ein totaler Depp, da liegt nur an Münzen. Da haben wir 1, 2, okay, der feiert einfach 4, 5 so Pfeile rein und die machen jetzt mal Schaden. Und haben eine bestimmte Trefferchance. Verstehe, nochmal weiter. War wieder ein Krampf, was ich da habe. Ich habe mich angezählt, das ist immer das erste. So, und jetzt gehen wir mir da so her. Jetzt klangt wieder nicht. Konfrontation. Und dann haben wir halt Fotzen rein. Die Kisten hätten wir vielleicht auch noch kaputt machen sollen, hä? Die sehe ich auch erst jetzt. Ich sehe so viel erst jetzt. Da hinten liegt ein Haufen Geld umeinander, glaube ich. Zug beenden. Lebt jetzt? Ach, da lebt noch eine! Ja, gut. Dann gehen wir jetzt da her, sammeln wir die Münzen. Haben wir die Kisten kaputt. Oh, die hält viel aus. Warum hält die so viel aus? Was haben wir da? Verwerfungslinie. Machen wir mal. Ja. Münze. Zug beenden. Oh. Dann rollt das kleine Kartoffelohr da umeinander. Ich flippe aus mit dem Gespräch. Miau. Ich sammle jetzt die Münzen da ein. Oh, da sind 10 Münzen drin. Das rendiert sich tatsächlich. Dann machen wir so. Zug beenden. Bewegen. Kriegen wir die Münzen auch noch, möchte ich sagen. Nein, kriegen wir ums Arschlecken nicht mehr, gell. Hat nur 2 Leben. Weg. Dafür haben wir uns die Kisten geholt. Passt. Ja, so richtig optimal war es nicht. Das ist mir schon klar, aber das ist ja jetzt nicht wurscht. Ich möchte noch ein bisschen Progress machen, damit wir noch ein bisschen was sehen, was da, ob da noch ein Endboss kommt nach so einem Abenteuer oder nicht. So, was haben wir da? Das ist unser Zauberer anscheinend. Gib dein gesamtes Mana aus und heile dich um genauso viel LP. Oh, teleportiere dich in einer diagonalen Linie. Oh,
Suchgeschosse. Schieße 3 magische Geschosse auf zufällige Gegner. Ah, die sind alle nicht schlecht, aber das Movement ist noch mein größtes Problem. Ich nehme einen Warp. Nimm den Warp! Wie weit geht denn das da noch? Also 1, 2, 3, 4, 5 Mal quasi. Jetzt weiter. Kommt wieder ein Event, was passiert. Der Edible findet die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Edible findet einen Kassettenrekorder, was er wohl aufgenommen hat. Anhören, hauen, ignorieren. Ich hör mal so. Der Kassettenrekorder spielt ein grausiges Kreischen ab. Das Fell von Edible stellt sich auf, etwas Schreckliches geht hier vor sich und jetzt ist es zu spät, um etwas dagegen zu unternehmen. Haben wir wieder einen Debuff kassiert, wahrscheinlich einen Ultragrassen. So, tu mich schon dir jetzt da. Kriegen wir was Gutes. Ein Friedenssymbol. Wie geil das zeichnet ist, einfach mit Paint. Wenn du deinen Zug beendest, ohne Schaden zu verursachen, erhältst du einen heiligen Schild. Blockiert den gesamten Schaden eines What? Ja, rein in den Tank! Ja, das ist stark. Stark. So. Ah, und da kriegen wir dann noch einen Bosskampf und dann werden wir fertig. Oder wir können da unten weitergehen und dann wird es nochmal schwerer. Jetzt ist die Frage, kommen wir da irgendwie zurück aus oder was sind diese optionalen Sachen? Verfluchte Nacht, in jedem Kampf erscheinen 2 bis 4 Geister, alle Geister sind durchgedreht. Toll! Am Ende jeder Runde erscheinen Zombies? Okay, also mit diesen Debuffs ist nicht zu spaßen. Hab schon verstanden. Was hast du jetzt gesagt? Das ist nicht so schnell. Sonderbonbon! Wölfchen, bist du noch da? Schande über mein Haupt, aber hat nicht das Sonderbonbon auch in Secret of Mana genauso ausgeschaut, war pink und hat Sonderbonbon geheißen? So, nochmal. Eine Katze erhält sofort ein Level? Katzenfutter. Benutze heile 24 LP. Eine Anwendung übrig. Äthertuch benutzen. Lasse dich oder eine benachbarte Einheit einschlafen. Der Schlafende erhält plus 5 Lebensregeneration und 5 Mana-Regeneration, bis er wieder aufwacht. Heißt es nur Bonbon? Verdammt. Pokémon ein Level Up, ja? Ich glaube, dass das da das Stärkste ist. Sonderbonbon, eine Katze erhält sofort ein Level. Ich kaufe mir jetzt Katzenfutter kaufe oder Sonderbonbon kaufe. So. Gyrate ist jetzt Level 3, jetzt geht's ganz anders. Plus unsere Gegner greifen dich statt deiner Verbündeten an, wenn sie können. Schwelle des Todes. Während du eine LP hast, kostet dein Zauber ein Mana, können aber nur einmal pro Zug gewirkt werden. Verursache Gift 1 bei Einheiten, die dich berühren. Stürme so weit vorwärts, wie du kannst, nachdem du einen Grundangriff verwendet hast. Tank muss spotten. Was ist das da? Ne, das ist komisch, das gefällt mir nicht. Was haben wir da? So, hier Tanky Boy, Katzenfutter benutzen, heile. Ja, der Tank, der muss ja healen können, das ist ja klar. Und eine Fähigkeit haben wir Agri. Gegner greifen dich statt deiner Verbündeten an, wenn sie können. Was bedeutet das plus 1 Herzal? Kriege ich dann jetzt mal, wenn ich angriff? Ach, das gibt mir plus 1 Herzal, deswegen haben wir da schon 13. Dann haben wir 52 Leben. Ja, okay. Dann auf in den Bosskampf! Habe ich irgendjemanden gesehen. Alex, merci für 29 Monate. Ich fange mit dem Stream an. Nachschau-Squad. Fühlen Sie sich in die Vergangenheit gegrüßt. So, Bosskampf her! Die Elite-Zauberwirker versus radikale Ratte. Zielt auf die vielen Löcher. Radikale. Wir haben nicht lauter Zombies und lauter Seiten. Wir haben alle voll im Arsch. Laufen wir mir jetzt alle davor, oder was? Bewegt sich am Anfang des Zuges so weit wie möglich vom Gegner weg. Ja, toll. Oh je. Bombe werfen? Boah, dieses Bomberman einfach. Wehe, ihr lauft vor lauter Angst irgendwo. Weißt das schon? Schleudere alle Einheiten irgendwo umeinander. Krallen zücken. Der mal Krallen zücken. Krallen, bevor wir gar nichts tun. Das hilft eh nicht. So, was machen die Geister? Hauen die hier mal! Todesurteil. Zählt am Ende deines Zuges herunter. Stirbt, wenn der Timer nur... Was passiert denn da? Oder der Debuff ist ja anders heftig, den wir da kassiert haben. Das mache ich nie wieder. Bist du besoffen? Sind die Geister und Zombies neutral? Also es schaut mich schon so. Der Geist ist jetzt nämlich zu ihm gefahren, hat ihm einen Deathtimer von 3 gegeben.
Im Prinzip brauche ich bloß der Volllaufen. Ich hoffe, teleportiere dich. Bleib ich da im Ecken stehen, da tue ich gar nichts. Man kann natürlich da ein wenig eine Feier hermachen. Feier hat noch nie geschaut. Hau ein Feier hin. Los. Damit ich ja gar nicht mehr aus kann da. Zug beenden. So, eine Bombe. Schmeißt schon wieder eine Bombe. Oh, oh. Na gut, ein bisschen bewegen müssen wir uns. Er hat wieder Angst. Lauf ja nicht ins Feuer ein. So, wie viel Leben hat denn der Geist? Bevor wir gar nichts tun, schmeißen wir ihm was auf da und dann schmeißen wir ihm was auf. Noch eins. Und noch eins. Okay. Ich weiß ja nicht, was das Ding da hinten tut. Das verfehlt die ganze Zeit. Ja, ich hab die Bomben da unten. Jetzt Moment mal. Hätte man die Bomben da unten kaputt machen können, bevor es jetzt reißt? Wulfric schreibt was, deaktivierst du sie. Ganze Sätze warten geil. Der Geist heißt Grusli. Weißt du? Spooky und Grusli. Der Grusli. Ist das ein Mizi von mir? Das ist ein Zombie-Mizi! Wir brauchen eigentlich nur noch warten, ne? Passiert eh nichts. Zug beenden. Ich weiß nicht, der müsste eigentlich einfach sterben. Oder? Kann man die. Ja, die Bomben kann man kaputt machen, das sehe ich. Das war wieder dumm. Aber wir können. Der Rattenkarl ist eh schon hin! Und wenn ich jetzt so mache, jetzt probieren wir mal was, rein aus Interesse. Wenn ich das auf die Bomben mache, müsste das eigentlich verschirmen. Und dann explodiert es woanders. Haha! So, ich gehe jetzt mal da her. Haben wir mir jetzt gewungen, wenn wir die Geister und das scheiß Klump da auch umbringen wahrscheinlich, oder? Hab ich auch nicht gewusst, aber gut. Ach, die fliehen! Okay, das war unerwartet leicht. Was haben wir gekriegt? Crystal ist aufgelevelt. Bla 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 bla. Ja, da kennen wir uns mittlerweile aus. Und im Prinzip ist nichts anderes wie Klick kommen bei den Fähigkeiten. Erhalte am Ende deines Zuges plus eine Bewegung. Ah, das ist auch stark. Glückskätzchen, das ist ein ziemlich krasser Brawler, gell? Die wenn noch critten kann auch. Wenn du eine Einheit tötest und keine Waffe hast, erhältst du eine Knochenkeule. Plus 1 Wappnen. Reduziert sämtliche erhaltenen Schaden. Was ist ein Wappnen? Hab ich einen Schnackel. Glückskätzchen. Was haben wir jetzt alles gekriegt? Stammzellen. Benutzen. Erhalte bis zum Ende des Kampfes plus 3 Lebensregeneration. Lederhalsreif. Warte mal, der blockt jeden Angriff und das Ding gibt. Ah, das ist eigentlich besser für einen Tank, gell? Pass auf, und das geben wir ihrer. Jetzt ist die Frage, was passiert. Wie kann man diese Dinger da aufsperren? Das wird wahrscheinlich in irgendeinem Event zufällig passieren müssen, dass diese Wege da aufgehen, weil wir haben jetzt da nirgendwo umeinander können. Wulfric schreibt, Wappnen heißt, dass der Schaden um die angegebene Zahl reduziert wird. Ja, gut. Es war halt geil, wenn da noch irgendwo das bei der Katz dabei steht, auch als Wert einfach. So wie alle anderen Werte auch. Und wo das da so herkommt, das weiß ich nicht so hundertprozentig. Ich bin mir nicht sicher, ob das in dem Event passiert ist. Nix ausrüsten, bevor du ins Haus gehst. Warum auch immer, aber das mache ich. Dedek fast kaputt. Der Dedek hat kassiert, ja. Dedek, aber jetzt haben wir das Abenteuer, eine Abenteuerrunde, Linie, nenne ich es jetzt einfach einmal, ist jetzt beendet. Ich kann nirgendwo anders hin. Ja, gehen wir jetzt wieder zurück ins Haus. Und alle diese 4 Katzen da, kann ich ja ins nächste Abenteuer gar nicht mitnehmen. Aber was passieren kann, während wir im Haus sind, dass sich halt bestimmte Katzen miteinander paaren und ihre Attribute über sich kreuzen und Fähigkeiten kreuzen. Hoffe ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das mag ich jetzt noch schnell sehen. Die Elite-Zauberwirker! Kehr nach Hause zurück. Hast du gesehen, wie ich dem eine reingehauen habe?
Die Kanalisation! Schließe die Gasse ab. Hammer, easy going. Du kannst jetzt in die Kanalisation aufbrechen. So. Die schmeißen wir wieder rein. Das wird halt nicht langweilig. So, hier. Miau, miau. So, und dann können wir eigentlich da herin ja nicht recht viel tun. Also Tag beenden und hoffen, dass die richtigen Katzen miteinander spielen. Tag beenden. Hä, wieso hab ich nicht genug Futter? Das stimmt doch gar nicht. Baby BT! Was haben wir gekriegt? Oh! Es pieselt schon wieder. Regen ist gruselig. Ich glaube, es regnet, weil wir haben böse Sachen gemacht. Der Regenmann hat gesehen, was wir machen und ist böse geworden. Keuch, keuch. Wir sind Frank und wir wohnen unter deinem Haus. Ich wette, du hörst uns kratzen. Da unten ist es manchmal so juckig. Manchmal mögen wir es, wenn es juckt. Dann arbeiten wir besser. Wette, du wusstest nicht, dass Frank dein Haus gebaut hat. Gebauert hat. Ehrlich. Wir können das fast so schnell wie... nur ein Witz. Aber wir lieben wirklich zu bauen. Wenn du also mehr Haus willst, frag einfach Frank. Man kann sein Haus auch noch ausbauen. Frank will aber echte Bezahlung, nicht nur Kussis. Nein, Frank will Freunde. Katzenfreunde! Siehst du das Rohr da drüben? Ah, das Rohr führt überall hin. Willst du Kätzchen loswerden? Schmeiß sie in das Rohr und zack, da ist es schon. Kuich, kuich. Wir wollen aber nicht alle Kätzchen. Frank will nur Katzen im Ruhestand. Frank glaubt, wir mögen die, weil wir auch irgendwie im Ruhestand sind. Okay, also wir machen jetzt Schlafi. Aber ich hab doch da was zu mir. Ach, weil es draußen ist. Ja, gut. Oh, die Missy ist einfach traurig. So. Die Katzen im Ruhestand. Ich sag's, wie es ist. Dann für mich da jetzt nicht nur Sinn machen. Was ist denn das da? Ich möchte da drauf drücken, aber warum kann ich da nicht drauf drücken? Was ist das? Da haben wir einen Butch, da haben wir einen Frank, will Katzen im Ruhestand. Nächste Belohnung, ein Dachboden. Butch nimmt momentan keine Katzen auf. Es gibt so viel Scheißdreck in dem Spiel. Es ist halt wirklich Unterschlupf von Butch. Hey, schau mal, ich habe ein neues Halsband für dich. Oh, eine neue Klasse. Diese Klasse heißt der Kleriker. Ziemlich heilig und religiös und so. Sie können einem ganz schön auf den Sack gehen, aber dafür können sie auch heilen. Wenn du einen ordentlichen Kleriker dabei hast, überlebst du selbst die härtesten Kämpfe. Und wenn doch mal jemand stirbt, schick einfach ein Stoßgebet zum Himmel. Neues Halsband verfügbar. Kleriker. Noch ein Tipp, verlassen. Brauch keine Tipps. Ich werde jetzt einfach die vom vorherigen Abenteuer, also ein Scratch Johnson, Press F für Scratch Johnson. Ach, und dann kann ich da in den Mülleimer reinschicken. Oder halt zum Frank schicken. Und den mag gerade auch nicht, pass auf. Die kriegt er. Franks Kanalisation. Frank! Oh hey, Frank hat gerade auf dich gewartet. Danke, dass du uns diese Katze geschickt hast. Sie ist so langsam, dass wir sie immer noch einholen können, wenn sie davon rennt. Frank ist auch langsam, aber niemand will uns holen. Hust, hust. Frank juckt es in den Fingern. Ich glaube, wir sind bereit, etwas zu bauen. Hast du das Haus auf deinem Haus gesehen? Das mit der Spitze oben? Das wird Frank als erstes anfangen. Warte nur ab, wir sind auch garantiert nicht zusammenbringen. Keine Angst. Keuch, keuch. Hausvergrößerung 1. Schick Frank eine Katze. Haben wir ein Achievement gekriegt. Warum ist jetzt da, wer ist der ja, weil die nichts zum Essen hat. So, und jetzt? Was haben wir jetzt? Haben wir jetzt da irgendwas Tolles gekriegt? Verstehe ich nicht. Hat er nicht gesagt, er mag einen Dachboden ausbauen? Miau. Katze in den Dachboden? Nö. Das ist so behindert, oder? Ja, okay, wir können sowieso nicht mehr da außer auf Tag beenden drücken, weil alles random ist.
So, wer pumpst mit wem? Derek und Annabelle. Oh, da kommt was Gutes raus. Das ist wieder gut. Oh, die können Zwilling kriegen! Mau! Die können Zwilling kriegen! Crystal will es mit... Alter, die Fegeln wie Dosen! Aber der hat keinen Bock. Aber Dutschka hat kein Interesse. Das ist aber... 16 kämpft mit Gyro, was... Ach, Kim, Alter. Was ist jetzt? 16 kämpft gegen Garrett, hat gewonnen und erhält +1. Was war das gleich wieder? Charisma, glaube ich. 16 erleidet, entstellt. 16, was heißt entstellt? Box. Was heißt entstellt? Ach, -1 Charisma. Weil man halt entstellt ist. Weil, ja, es ist... Da ist sie halt wirklich bis ins Letzte irgendwas dabei denkt worden. Das ist wirklich... Da kann man dann sortieren, damit du ein bisschen besser einen Überblick behältst, weil nachher kennst du den Stecker nicht aus, da ist umeinander geschissen worden. Freunde der Sonne, zu dem Ganzen gibt es nur eins zu sagen, ich kann es grob zusammenspinnen und ich glaube, jemand, der sich eine Art von Spiele schon einmal gespielt hat, was direkt Vergleichbares gibt es nicht, aber so Roguelite-Spiele halt mit Meta-Progression und dauerhafter Progression, das Ding kriegt von mir gerade 10 von 10, oder? Das Ding kriegt von mir eine gerade 10 von 10. Was haben wir da? Laney. Und jetzt hätten wir wieder 4 Katzen beieinander. Da müssen wir uns jetzt dann auch von welchen trennen, weil die ziemlich schnell das Futter zusammenfressen. Und dann wahrscheinlich sowieso verrecken. Ja, Freunde der Sonne, jetzt wenn nicht Resident Evil 9 vor der Haustür steht hat. Am Mittwoch spielen wir Reanimal fertig. Wir spielen übermorgen Reanimal durch. Wir haben bei der Hälfte ungefähr. Also das Spiel ist wirklich leider Gottes nicht recht lang. Und nächste Woche gibt es nur Resident Evil. Da wird es Montag und Mittwoch nur Resident Evil geben. Wir sehen uns diesen Freitag auch um 20 Uhr mit Resident Evil 9. Das kommt am Freitag raus. Ob wir es direkt nächste Woche nochmal spielen, kann ich gleich schon sagen, nö, aber übernächste Woche sehr wahrscheinlich. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wann Crimson Desert kommt. Das darf mich auch ziemlich interessieren. Aber das hat erstens, das empfehle ich einem jeden, der Bock auf so kleine Minispiele hat. Die einzige Befürchtung, die ich habe, es ist sehr, sehr, sehr viel random und du hast nur relativ geringfügigen Einfluss drauf auf den Spielverlauf. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das ist schon sehr viel random. Und du nimmst halt einfach irgendwelche 4 Katzen, die da sauber 2 Zeit verscheißen zum Schauen, so mit, oh, wir handeln jetzt den seine Stats und den seine Stats. Das darf ich vielleicht machen in dieser Phase. Ja, also so lange Katzen züchten, bis du 4 gute beieinander hast und dann im Abenteuer ist scheißegal. Da nimmst du einfach die besten Fähigkeiten, das kriegst du und fertig. Da kann so viel Scheißdreck passieren, dass es ganz aus ist. Resi hat mein Mo und mich damals daher gebracht, Februar 2019 war das. Steffi, es ist mir ein Fest und genau deswegen wird außer Resident Evil 9 ist wirklich ein kompletter Totalausfall. Dann spielen wir natürlich nicht 20 Stunden lang Resident Evil 9. Aber das glaube ich nicht. Darum, selbstverständlich spielen wir Resident Evil 9 fertig. Warum? Das hat mich dazu gebracht, dass ich mit 39 verdammten Jahren immer noch Computer spiele, nach 35 Jahren. Es hat mich dazu gebracht, dass ich überhaupt Computer spiele. Es hat mir ein Kindheitstrauma verpasst. Und es ist der Grund, dass ihr alle da seid. Und wir immer noch streamen. Wir haben vor 7,5 Jahren angefangen zum Streamen mit Resident Evil 2 Remake. Und selbstverständlich spielen wir das durch. Und bis dahin kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich einige mit Mugenics gerade angefixt habe. Ich wünsche allen Beteiligten viel Spaß. Ich bin erst seit der Isidro. Ja, Capricorn, da hätte ich jetzt aber drauf tippt, dass du schon länger da bist. Dein Name weiß ich ja schon extrem lang. So, wenn wir das dazu machen, weil der Soundtrack, ich krieg Kopf. 1996, Resi 1 Release, 2026, tja, jetzt hast du mich an der Backe. 30 Jahre später, das musst du dir mal vorstellen. 30 Jahre später. Ich weiß noch, und das ist jetzt kein Blödsinn oder so, ich weiß noch, wie wir uns als Kind, wir waren Kinder damals, ich war 10. Ich war 10, wie ich Resident Evil 1 gespielt habe, 1996. Ich weiß noch, und dann haben wir Fans geworden,
Das hat sich dann so durchgezogen, dann ist Resident Evil 2 gekommen. Spätestens da war es dann komplett vorbei. Für mich ist Resident Evil 1 und 2 eines der besten Spiele, die jemals gemacht worden sind. Zur damaligen Zeit zumindest. Und dann haben wir uns irgendwie so lustig gemacht, so übertreibungslustig gemacht mit, stell dir mal vor, irgendwann, wenn Resident Evil 8 rauskommt oder Resident Evil 12 oder Tekken 15 oder sonst irgendwas. Und jetzt sitzen wir da. 30 Jahre später sitze ich da und spiele am kommenden Freitag sehr wahrscheinlich Resident Evil 9. Das ist absolut insane. Das ist absolut insane. Fridolin! Edelzigkeit, sagst du immer noch! Ich schaue es im Nachschaussquad, Bussi aufs Nussi. Fühlen Sie sich in die Vergangenheit gegrüßt, Herr Fridolin. Danke dir. Ich bin seit Hellblade 1 da. Hellblade war Senua's Sacrifice, gell? Ja. Das ist auch schon eine Zeit her wieder. Hab heute Risi 2 mit der Claire durchgespielt und fange morgen nochmal mit Village an. Als Remake oder als Original? Naja, beide sind auf einen Tag durchspielbar. Ziemlich einfach. 2056 dann Resident Evil 18. Jetzt pass auf, 56 gehe ich glaube in Rente. Wenn man mir, ich schwöre dir bei Gott, wenn man mir 2056 in 30 verkackten Jahren, wenn ich dann immer noch da sitze, Alter, da bin ich 70. Ich glaube, dass ich nicht so alt werde. Ich sag's, ich rauche wie ein Schlot, hab gesoffen wie ein geistig Behinderter, rauche immer noch wie ein Schlot. 1996 war ich 3 Jahre. Ja, so, dann bist du 7 Jahre jünger wie ich, dann bist du jetzt 33. 32 oder 33. Das ist jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, so weit haben wir nicht auseinander. Ich finde, 7 Jahre fühlt sich nicht mehr so lang an, wenn man zumindest, wenn man knapp 40 ist. Na, das wird schon. Der Zierer schreibt, bin seit 2 Jahren dabei und bereits keine Minute. Das freut mich natürlich sehr. Ich habe vor Resident Evil immer so Schiss gehabt als Kind. Ich sag's, was ist, jeder, der damals Resident Evil 1 gespielt hat und die Begegnung mit dem ersten Zombie, wo die Kamera so von hinten hingeht und er allein so über eine Leichen drüber und du siehst nicht einmal was. Also kein Blut und gar nichts, zumindest von hinten noch. Und er sitzt also da und du hörst bloß das Knacksen vom Beißen und dann bewegt er seinen Kopf so ein bisschen so. Und dann geht die Kamera so hin und er dreht sich langsam um und schaut gar nicht mehr schlimm aus. Es ist einfach ein Glatzkopf, der weißes Gesicht mit dem roten Blut rundum. Dieses Bild hat sich in mein Hirn hineingefräst, wie ich 10 Jahre alt war. Und ich werde nie vergessen, wo das passiert ist. Da waren wir beim Spezi, bei einem Pap, seine Eltern waren geschieden. Und da waren wir übers Wochenende. Und da haben wir uns wir haben noch keine Playstation gehabt. Wir haben uns dann in der Videothek eine ausgeliehen, inklusive Resident Evil. Und sein Pap war halt so, eigentlich im Prinzip auch wie mein Mom, ja, was ist ab 18, ja, ist eh wurscht. Passt schon. Und dann ist der Pap ins Bett gegangen und wir sind zu zweit so um 10, 11 Uhr auf die Nacht im Wohnzimmer gesessen und haben das erste Mal eine Playstation angemacht. Seit dem Zeitpunkt läuft mir ein bisschen eine Gänsehaut, wenn der Playstation 1 Sound angeht, wenn du die Konsole einschaltest. Dieses erinnern Sie Leute noch dran, was ich meine? Pass auf, muss ich schnell. PS1 Switch on Sound. Ja, Achtung. Achtung. Und dieser Ton, den verbinde ich mein Leben lang mit Resident Evil, obwohl er nichts damit zu tun hat. Der Sound kommt, wenn du die PlayStation 1 einschaltest, kommt erst so ein Sony-Logo und dieser Sound. Und mein Leben lang, wenn ich diesen Sound her, assoziiere ich das mit der Resident Evil 1-Szene. Mein Leben lang, seit über 30 Jahren. Keine Ahnung wieso, er ist auch noch dazu ein wenig finster und dieses Bing, 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 Bing. Das, ja. So geht's mir bei der THX-Werbung. Ja, kenne ich auch. Warum genau haben wir das nicht als Windows-Start-Sound? Guter Punkt. Sollten wir machen. Ich, der nie eine Playstation hatte. Ja, ich hab dann, jetzt pass auf, ich konnte die Jahre nicht mehr genau zuordnen, wann ich was gekriegt habe. Aber ich schätze, dass ich dann, da habe ich das erste Mal Kontakt mit der Playstation gehabt und natürlich ist sie dann noch nicht gewünscht worden. Mom,
Ich weiß, dass du zuschaust. Wann habe ich meine Playstation gekriegt? 97, mit 11. Ich weiß es nicht mehr. Gleich 96 zu Weihnachten noch. Ich weiß es nicht mehr. Mami braucht Resident Evil und Croc. Croc war mein erstes Playstation-Spiel und Resident Evil 1. Theme Hospital damals auf der PS1 habe ich... Oh, hat's kurz gelegt. Jetzt hat sich OBS gerade neu verbunden. Pft, Jungspunde hier, Original-PC-Speaker, Getröte war mein Soundtrack der Kindheit. Original-PC-Speaker, Getröte, da weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst, Mr. Captain Chaos. Herr Captain Chaos, wie alt? Oder EA Sports am Anfang. FIFA 96, FIFA 97, FIFA 98. Die hat es irgendwann bei uns im Aldi gegeben. Das war ganz komisch, da ist Aldi irgendwie so auf ein Gaming-Ding aufgesprungen. Da hat es dann FIFA 98 für 10 Mark. Oder FIFA 99, oder das hat es jetzt Jahr gegeben. Die EA-Spiele beim Aldi. Und da hat es dann gegeben FIFA, NHL, NBA, 98, 99, 97 und so weiter. Das glaube ich ist so 2-3 Jahre lang gegangen. Dann hat es Need for Speed gegeben. Und irgendwas noch. Need for Speed, die FIFAs, NHL, NBA haben wir gespielt, viel. Sonst fällt mir nichts mehr ein. Na, Gran Turismo nicht. Gran Turismo hat es für den PC damals nicht gegeben. Hey, das war jetzt in meinem Kopf. Entschuldigung, das war jetzt in meinem Kopf so selbstverständlich, dass ich PC-Spiele meine. Dass ich es wahrscheinlich gar nicht gesagt habe. Da geht es um PC-Spiele. Und Gran Turismo war ja PlayStation exklusiv. Die 3 Hard-Trilogie war super auf der PlayStation 1. Die habe ich nie gehabt. Aber ich weiß noch sehr gut, dass ich eine Demo-CD gehabt habe. Da war Die Hard drauf. Und zwar alle 3 Teile als Demo zum Anspielen. Und der Teil mit dem Fadenkreuz, wo es die Leiter schießen können, war mit Abstand der geilste. Und Dings war auch nicht schlecht. Der 3. Teil war auch nicht schlecht, was mit dem Taxi umeinander fahren können. Mein Gott, warum erinnere ich mich an diese Scheiße und ich weiß teilweise nicht, was ich vor 2 Wochen da habe. Warum erinnere ich mich an sowas? Warum? Weil es einfach eine gute Zeit war. Keiner hat uns gesagt, dass es nie wieder besser wird. Es ist ich hasse es. Tomb Raider habe ich mal das erste Mal den ersten Teil, ich habe gar nicht gewusst, was das ist. Ja, ich habe bloß das Beutel gesehen in der Videothek damals und habe das so gesehen und habe gedacht, Mann, das darf ich mir gerne ausleihen. Ich glaube, da war ich jeden zweiten Tag in der Videothek und habe mir Spiele ausgeliehen. Jeden zweiten Tag. Die Duteln hat er gesehen, ja, ich wollte es nicht sagen, springen. Und dann hat sich ausgestellt, dass Tomb Raider ein verdammt gutes Spiel war. Und das Jahr drauf ist, glaube ich, dann nämlich Tomb Raider 2 gekommen und das habe ich dann für PlayStation gekriegt. Tomb Raider 2 war grandios gut. Grandioses Spiel gewesen. Jeden Monat GameStar gekauft für Patches, richtig. Da müssen dann auch noch ein paar aus den 90ern irgendwo im Keller liegen. Ich hoffe, dass ich die nicht weggeschmissen habe. Nur die guten Sachen bleiben in Erinnerung. Ja, ich kann auch nichts dafür. Gut, man kann jetzt nicht direkt sagen, ich habe aus der Zockerei nicht wenigstens irgendwas gemacht. Kann man jetzt nicht sagen. Aber grundlegend, du weißt schon, wie ich meine. Ich schwelge einfach auch gern in diese Zeit damals, weil es einfach so geil war. Es war so geil. Jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag beim Spätsee übernachten und zu 4 Golden Eye zocken. Oh Gott, das war... Oh, fuck off. Damn it. Birger, kennst du Technomage, die Rückkehr der Ewigkeit? Technomage, der Begriff sagt mir irgendwas, aber der Untertitel sagt mir nichts. Du hast nicht umsonst einen Song dazu geschrieben, oder? Ja, auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Es ist halt einfach nur mal die schönste Beschäftigung, neben einer anderen vielleicht, auf diesem Planeten. Ich will hier sitzen, ich möchte zocken, ich möchte mehr Ruhe haben, ich möchte von der Scheiße draußen nichts mitkriegen. Ende des Gesprächs. Hier geht mir keiner auf den Sack, ich gehe keinem auf den Sack. Ende. Die Siedler, Age of Empires, Command & Conquer, love it. Ja, bestätige ich alles, was da ist. Age of Empires 1 war mein erstes PC-Spiel für meinen ersten eigenen PC. Das darf halt... Oh, leck, wann war denn das? Mom, wann habe ich meinen ersten PC gekriegt? Das war Aldi PC mit 233 MHz, weiß ich noch. 4 GB Festplatte, O-Ton, ich zitiere Klein Birger. Oh, lecker, ich muss nie wieder was löschen. Mit Worms 2 und mit Age of Empires 1. Mein Gott, war Worms 2 auch gut. Habe ich mir letztens erst auf Abandonware runtergeladen.
Ich glaube, sowas ist ja nicht. Ist das illegal? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Command & Conquer Community zocken, wenn dann nur Command & Conquer Alarmstufe Rot. Und nicht Alarmstufe Rot 2, sondern Alarmstufe Rot. Bestes Command & Conquer jemals. Mein erster PC war 95 mit 12 Jahren gekriegt. Ja, ich war auch so 12. Ich war auch so 12 Jahre Tagsgeil. Oh, dann bist du ein bisschen älter wie ich. Und bei mir war es 98, 99, 98. Dann habe ich relativ, ja, das muss 98 gewesen sein. Da habe ich auch noch kein Internet nicht gehabt. GTA 1 gehabt, da habe ich eine Demo gehabt, die habe ich gezockt bis zur Vergasung, dann ist GTA 2 rausgekommen, da müsste im Keller auch noch irgendwo die Schachtel davon liegen. Und der nächste PC war dann ein AMD 1 GHz PC. Und die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt. Da habe ich noch kein Internet nicht gehabt an meinem ersten PC. Und auch noch gar nicht so richtig gewusst, dass das überhaupt gibt oder was das ist oder was ich damit anstellen lasse. Ich meine, ich war 12. Damals hat es kein Internet nicht gegeben, Kinder. Also so richtig halt, so, dass in jedem Haushalt Internetanschluss war. Aber ein Spätzi von mir, mit dem ich heute wieder Kontakt habe, das ist noch nicht einmal lang, der hat vorher auch mal einer geschrieben, wenn irgendjemand da einer schreibt, die Vasens heißen, dann möchte ich, dass er mir F gibt, weil er ist ganz massiv verantwortlich dafür, dass ich überhaupt im Internet spiele. Weiß ich noch, war ich bei ihm daheim, waren wir halt also 13 dann, 14 ungefähr, war ich bei ihm daheim. Und er hat einen PC gehabt. Er hat gesagt, Alter, komm vorbei. Der Benny, das war sein Nachbar, der war viel größer wie mir, der hat ihm aber die geile Scheiße zugebracht. Der Benny hat mir ein Modem gegeben, wir können im Internet spielen. Keine Ahnung, ja, okay, ja, ich komm. Und dann bin ich da so da gesessen und gesagt, so, jetzt hockst du hin. So, mit der Maus zielst, mit den Pfeiltasten damals noch, rennst du umeinander und dann schießt du da alles so ein Haufen, was umeinander rennt. Weißt du, was das war? Half-Life 1, die OG Counter-Strike, ich glaube Version 7.6. 7.6, das war noch ganz im Early Stadium und es war die Map Oil Rig. Es war nicht 1.6. Ja, weil GS Fox 1.6 ist ja die aktuelle Version. Das war definitiv irgendwas mit 7.1, 7.6 in der Beta-Alpha-Phase, sonst irgendwas. Auf Oil Rig und ich renn da so umeinander und wir halt erschossen, da schießt der andere, wieder erschossen und so. Und irgendwann check ich so, Moment mal, ich spiele da gegen Leute, die irgendwo auf der Welt sitzen. Und dann war es vorbei. Und dann war es komplett vorbei. Und seitdem, here we are. Das Beste, was die Menschheit jemals erfunden hat. Warum können nicht einfach alle zocken? Warum können nicht einfach alle zocken und den ganzen Tag Ruhe geben? Das war voll super. Meine erste Konsole war ein Atari 2600 von meinem Onkel geschenkt gekriegt. Nein, da war ich noch zu jung. Da war ich noch zu jung. Es gibt irgendwo von mir ein Kleinkinderfoto. Da bin ich 2 oder 3 Jahre, ich kann nicht gerade irgendwie umeinander stehen. Und stehe auf dem Bürostuhl von meinem Pap und davor ein PC, ich weiß nicht mehr, was das war. 386er wahrscheinlich, 486er. Und du tippst so auf der Tastatur umeinander. The Beginning. Ja, die gute alte Turbo-Taste. Ja, die hatten wir auch. Wir haben zu zweit an der Tastatur gespielt. Far Cry 3? Far Cry 3? Das war 2012. Ihr habt 2012 zu zweit an der Tastatur Far Cry 3 gespielt. Ich habe so viele Fragen. Alter, was? Commodore C64 war mein allererster Computer, den hat der Nachbar gehabt, mein allererster Freund in meinem Leben. Der ist leider gestorben. Vor nicht allzu langer Zeit. Der war ein bisschen älter wie ich, ganz knapp, aber gut, der hat sich selber umgekriegt. Der hat sich einfach selber umgekriegt, sagen wir es, wie es ist. Das passiert, wenn man sich alles einhaut, was man findet am Boden. Und den sein großer Bruder, der lebt noch, aber der ist irgendwo in Berlin, den habe ich schon 1000 Jahre nicht mehr gesehen. Der hat einen C64-Code mit ein paar Spiele. Cannon Fodder. Monkey Island 1 habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Deswegen, wir haben nie weit gekommen. Wir waren mal Kind, da war ich, weiß ich nicht, 8. Das Spiel war, glaube ich, war sogar auf Englisch. Da hat man noch nicht mehr, da hat man gerade das Lesen gelernt. Und da hat es ja kein Internet gegeben, wo man mal schnell nachschaut, was müssen wir da und lauter so sagen. Deswegen liebe ich Monkey Island 1. Hallo? Den müssen wir schnell her da. Den müssen wir her da.
Müssen wir einen ordentlichen Nostalgie-Trip. Here we go. Wenn man sich Töne über 30 Jahre lang merken kann, dann sagt das etwas aus. Achtung! Es ist so cool. Das kann man einfach, das ist einer der besten. Ich kriege Gänsehaut. Ist kein Witz, ich kriege Gänsehaut. Das ist einer der besten Soundtracks, glaube ich, die jemals für ein Spiel gemacht worden sind. Unfasslich. Unfasslich, I fucking love it. So, Kinder. Ich bin momentan ein bisschen sehr dem EVE Online verfallen. Und irgendwie hätte ich Bock, dass ich das einmal in einem Stream herzeige, wie das so funktioniert. Ich bin auch nicht ganz abgeneigt, eine extra Corporation dafür zu gründen. Für Leute, die mitspielen wollen. Smoking for Ace schreibt, ach nee, hat keiner gemerkt. Woran merkt man das? Wie merkt es es? Wisst ihr nicht, wie viel EVE das ich spiele? Samstag-Stream. Bürgerlex, endlich, EVE Online. Leisure Suite Larry fährt mir da ein mit einem Schulspitze in der 3. Klasse, mir auch. Der Darion schreibt, wann, wo? Das frage ich jetzt schnell. Ich habe nämlich einen Wauziak fast so weit, dass er reaktiviert. Mein Plan wäre, ich möchte meinen Account eigentlich nur für mich plexen. Dazu, jeder, der jetzt nicht weiß, was EVE Online ist, den es interessiert, der kann gern zuhören, aber ich werde jetzt sehr kryptische Dinge von mir geben, die du nur verstehst, wenn du das Spiel schon mal gespielt hast. Deswegen verabschiede ich mich jetzt einmal von den Leuten, die sich das nicht mehr geben. Vielen Dank fürs Zuschauen, Kuss auf die Nuss, liken nicht vergessen. Dankeschön. So. EVE sieht man gar nicht im Discord bei dir. Oh. Ja, gut. Weißt du, was da ein bisschen ein Problem ist? Das steht sogar dort, wenn bloß der EVE Launcher off ist. Selbst dann steht bei mir im Discord, ich spiele gerade EVE dort. Und EVE sitzt ja am Nachmittag einmal 4 Stunden in der Station und tut gar nichts. Es läuft einfach nebenbei. Ja. Aber gut. Ed Birger, kannst du mir schnell erklären, wie das funktioniert, Herr Grantlerbord? Keine Chance. Keine Chance. Also jetzt pass auf. Servus, ohne zu nahe zu treten, ist dein Kumpel zufällig am 22.01.26. Nein, ist schon länger. So kurzfristig ist es dann doch nicht. Das ist schon ein bisschen länger her. EVE, bester Bildschirmschoner, ne? EVE, bestes Excel auf Crack. Iron Sky! Monkey Island mit der Coach-Schablone, ohne ging's nicht, erster Kopierschutz. Ja, und jeder hat sofort die lilane Scheibe, oder sie ist nicht direkt lila, dunkel ist sie so zwischen lila und pink und ganz hell. Also. Dankeschön. Herr Sky, Dankeschön. Herr Danuvius, mehr als 55 Monate. Was kennst du noch Ballerburg? Oh, leck, das habe ich beim Roman gespielt. Oh, leck mir, das ist so lang her. Ja, natürlich kenne ich Ballerburg. Das Original Ballerburg. Da gibt es ja auch ein paar Ableger. Dankeschön für deinen Resub. So, jetzt passt so Wacht. Direkt rein, Eisminern, los geht's. Herr Darion, das ist was, normalerweise unsere Doktrin in der Korb, in der ich bin und die ich auch nicht verlassen werde, gilt, wer im Highsec rumpimmelt, ist raus. Das mag ich ein bisschen ablegen. Ich habe, um ehrlich zu sein, in meiner EVE-Karriere nichts anderes getan, wie sehr viel Geld gecampt, sehr viel gegankt, sehr viel rumpimmelt. Alles einmal, ich habe Skills in alle Richtungen, aber nichts richtig ausgeskillt. Es ist ein Riesendurcheinander. Ja? Ich kann alles und nix. So, dementsprechend habe ich nicht recht viel Geld im Spiel. Ich habe ungefähr 30 Milliarden oder 35 Milliarden. Das können jetzt nur Leute schätzen, die schon ungefähr das Spiel kennen.
wer das jetzt damit nichts anfangen kann, okay. So, also. Ich liebäugle sehr mit EVE Online. Warum? Weil es einfach eines der besten MMOs ist, wenn nicht, glaube ich, sogar das beste MMO, das jemals gemacht worden ist. Das hat ein Ausmaß, dieses Spiel, da kommt nichts anderes hin, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Nichts. Nichts. An Umfang, an Komplexität, an easy to learn kann man nicht sagen. Ich kenne mich heute noch nicht aus in dem Spiel. Und ich habe hunderte oder tausende Stunden Playtime da drin. Habe ungefähr 100 Millionen Skillpunkte, da habe ich mich letztes Mal sauber verschätzt. Ich habe 150 Millionen oder so, aber ich habe bloß 100 Millionen. Die widerspiegeln so ein bisschen, was du kannst, welche Schiffe du fliegen kannst, wie gut du das fliegen kannst und so weiter und so fort. Ich liebäugle ein bisschen mit folgendem. Aloha ist echt langweilig. Aber dauerhaft in einer Korb ist auch irgendwie nervig und stressig und nee. Aber eine extra Korb gründen und die unserer Allianz beizutreten, mit Leuten aus der Community, die Bock auf das Spiel haben. Ja? Und da trennt sich die Spreu vom Weizen, die jetzt da, springen wir mal ein bisschen lief, weil der Birger da mitspielt. Das hat sich sofort erledigt, weil das Spiel einen Kinder- und Kacknoob-Filter hat. Das spielst du genau 2 Stunden lang, checkst gar nichts und kommst nie wieder. Eine kleine Korb aufmachen, mal schauen, wer so kommt. Da es da herin Spieler geben, die spielen, ihre Korb verlassen würden und umziehen würden. Das kann ich jetzt nur Leute fragen, die schon gespielt haben, weil jeder andere nicht weiß, was gemeint ist. Ich darf das gerne mal im Stream sehen. Stream ist halt so extrem schwierig, weil was tue ich in dem Stream? Im Stream, da sitzen wir mir da und starren Zahlen an. Ja, Entschuldigung, ich hab leider einen RL-Job. Nein, und genau um das geht's. Genau um das geht's. Nur machen, auf was man Bock hat. Einfach nur machen, auf was man Bock hat. Du möchtest meinen, dann meinst. Du möchtest Fraction Warfare machen, machst du Faction Warfare. Du möchtest PvP machen. Sitzen wir uns in kleine T1-Fregatten, wo nichts kaputt ist, machen wir einen kleinen Roam irgendwo hin. Wir werden alles tun, nur nicht Gatecampen. Ich hab die Schnauze voll von Gatecampen, das ist dermaßen stinklangweilig und keine Herausforderung, das zum Kotzen ist. Na, Tante hat aber nicht zum Gatecampen. Vielleicht tut man das auch. Ich möchte gerne Abyssals fliegen. Ja? Und wirklich nicht dieses Min-Maxen, ist Gatecampen sowas wie Angeln in WoW, noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer, Alter. Du sitzt da an einem Stargate, baust dahinter eine Bubble auf. Jeder, der vom anderen System zu deinem Stargate herfliegt, wird automatisch in die Bubble reingezogen, kann sich ein paar Sekunden lang nicht wehren, dann währenddessen warten natürlich 5 Leute in dieser Bubble. Ja, da ist einer gelandet. Steuerung, blub, draufballern. Die einzigen spannenden Momente waren eigentlich, wenn man allein in der Bubble sitzt. Da kann ja auch mal was kommen, was dir auf die Fresse haut. Und sonst eigentlich nichts. Kostet das jetzt echt Geld, wenn ich das richtig lese? Selbstverständlich. Das ist auch kein Pimmel-MMO. Wenn du zahlst, kostet es 20er im Monat. Außer du zahlst 3 Monate, dann kostet es, glaube ich, 48 € im Monat. Aber es gibt da sowas wie WoW-Marken. Nennt sich in EVE Plex. Und die kannst du ganz normal am Markt, im Player-Driven-Markt, wie das bei WoW ist, im AHA, kannst du diese Plex kaufen, verkaufen, handeln, traden. Traden ist generell eine Spielmechanik in dem Spiel. Sachen produzieren, minen, Blueprints forschen, Reactions aus Gas, irgendwelche Booster bauen, Schiffe bauen, Module bauen, Rigs bauen. Es ist sogar ein Job, also eine Gameplay-Tätigkeit, einfach nur Verträge anzunehmen, wo du für andere Spieler Sachen von A nach B fliegst. Und verdienst so dein Geld damit. Es ist komplett player-driven. Eigentlich nicht fast alles, sondern alles in diesem Spiel. Für jeden Schuss, den du irgendwo hinschießt, hat irgendjemand in einem Asteroidenbelt die Steine abgebaut, hat die heimgeflogen, hat sich einen Blueprint gemacht, hat die Munition produziert, hat es in den Markt eingestellt zum Verkaufen. Du hast die Munition gekauft, fliegst und schießt irgendjemand damit über den Haufen. So kann man das am besten erklären. Und das ist das, warum mir EVE so taugt, weil es einfach die krasseste Sandbox ist, die ich kenne. Und da kommt nichts, auch nur im Ansatz ohne. Aber
die Kehrseite der Medaille, so geil wie sich das jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen anhört. Extrem schwer zum Lernen. Extrem zeitaufwendig. Und mit extrem Zeit, wenn du meinst, Annex ist zeitaufwendig, dann ist das ein Scheißdreck gegen Eve. In 2 Stunden zerreißt du in Eve gar nichts. In 4 Stunden zerreißt du in Eve gar nichts. Wenn du entscheiden müsstest, WoW oder Eve, im aktuellen Zustand Eve. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ohne mit der Wimper zu zucken. WoW ist immer das Gleiche. Immer. In WoW kann ich 3, 4 verschiedene Sachen machen, die irgendwie Spaß machen. M+, Raiden und dann diese Solo-Pimmel-Scheiße da wie Delphen und so, da wo ich mir denke, das ist so stinkstumpf langweilig. Ich kotz gleich. Ich kotz gleich. Und in Eve kann nicht alles passieren. Da kann alles passieren. Es ist überall PvP, auch im Highsec. Da wirst du zwar weniger oft abgeschossen, aber kann auch passieren, wenn es mit Fake News zeigen am Anfang und. Damit kann man auch seine ISK verdienen und macht Fun, Planung, Markt anschauen etc. Das tue ich momentan. Ich habe mich nie mit Production auseinandergesetzt, nie mit Blueprints, nie mit Forschung, nie mit T2-Sachen, nie mit... Was ich Fake gemacht habe, ist Station Trading. Ich kaufe in einer Station das Zeug billig ein, kutschierst durchs halbe Universum und verkaufst in einer anderen Station fürs doppelt dreifache und teilweise 5-fache. Funktioniert zum Beispiel gut an Null-Sec-Eingängen. Das hat gut funktioniert, da habe ich eigentlich mein ganzes Geld damit verdient. Wenn es die entscheiden, kostet das jetzt echt Geld? Genau. So. Du kannst in dem Spiel natürlich Geld verdienen. In-game Geld. Heißt im Spiel ISK. Interstellarer Kredit. Und mit diesen ISK kannst du halt auch Plex kaufen. Das ist ein Item im Spiel. Aber das droppt nirgends, soweit ich das zumindest weiß. Ich weiß gar nicht so recht, wo die überhaupt herkommen, diese Plex. Die kann man sich ja außerhalb vom Spiel kaufen und in-game dann in ISK verwandeln. Also da steckt leider Gottes. Das ist eigentlich der größte Punkt, warum ich mit Eve aufgehört habe. Es steckt, wenn man ehrlich ist, sehr, sehr, sehr viel Pay-to-Win drin. Seien wir uns ehrlich. Aber das ist einfach was. Scheuklappen auf, ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Ich möchte das Spiel spielen. Ich möchte Spaß haben. Natürlich möchte ich ein bisschen min-maxen und so viel Geld verdienen und mir neue Schiffe kaufen und so weiter, wie ich das will. Aber deswegen, wenn sich jemand mit der Mama ihrer Kreditkarten keine Ahnung, was weiß ich nie, mir fällt nichts ein, irgendein fettes Schiff kauft, dann sitzt er da drin und wenn er aber nicht weiß, was er damit tut, komme ich mit meiner Pimmelfregatten und baller dich raus. So einfach ist das. Und das muss man einfach ignorieren. Und dann funktioniert's. Und das Allergeilste ist, du kannst in dem Spiel, wenn du das richtig machst, und wenn du ein paar Leute vor allem miteinander bist, so, die ein bisschen zusammenspielen, kannst du so viel Kohle verdienen, dass du dir die Plex einfach in-game kaufst. Das heißt, du verdienst, aktuell sind es glaube ich so 2,3 Milliarden, die man verdienen muss. Da kann sich jetzt keiner, der das Spiel nicht kennt, nichts darunter vorstellen, wie viel oder wenig das ist, aber viel ist es ehrlich gesagt nicht. Und kaufst da 500 Plex. Und dann hast du einen Monat Spielzeit for free. Und das ist so mein Plan gerade. Und das funktioniert ganz gut. Und ich habe nur einen Account. Da muss man auch dazu sagen. Es gibt Leute, die spielen mit 3. Wauzi. Ich habe nichts, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Die Quests habe ich durch, die zweite Kolonie habe ich gebaut. Und jetzt verstehe ich nicht mehr ganz, wie es weitergeht. Geht es darum, möglichst viele Kolonien zu haben? Herr Schubidu, es geht im Prinzip darum, dich einem Netzwerk anzuschließen, dann die Bauteile zu bauen und wer als erster fertig ist, auch gegangen. Ich hätte vielleicht nur einen Quest eingebaut, da hast du vielleicht nicht ganz unrecht. Pay-to-Play, gewinnen tust mit ISK nix. Tante, Dankeschön. Ich bin normalerweise der größte Hasser auf diesem Planeten von Pay-to-Win. Ihr wisst das. Und das war einer der Hauptgründe, warum ich vor 5 Jahren das letzte Mal gespielt habe. Weil ich mir gedacht habe, Alter, da ist ein 2 Tage alter Account, ich habe nie eine Ahnung, ist der stark, ist der nicht stark, der kann sich 5000 Skill Extractions oder Injector kaufen und hat wahrscheinlich auf 2 Tage genauso viele Skillpunkte wie ich nach, was weiß ich, wie viel Jahr Playtime, ist scheißegal. Was will man? Jetzt weißt du, wie es in Star Citizen ist, aber dann meckerst du über Pay to Win. Herr Fox, wer sich JPEGs für Tausende von Euro kauft für ein Spiel, das nicht fertig ist, das vergleiche mit Eve und Pay to Win, merkst du selber, oder?
Merkst du selber? Star Citizen mit um ganz ehrlich zu sein, wie Star Citizen damals 2013 angekündigt worden ist, habe ich so große Augen gekriegt und habe mir gedacht, Alter, das ist Eve, bloß in First Person. Holy shit. Count me in. Tja, irgendwie aber 13 Jahre später und das Spiel ist immer noch nicht einmal ansatzweise fertig. Das Spiel ist spielbar. Ja, super. NX ist theoretisch auch spielbar. Die Schiffe sind fliegbar, informieren, Captain. Es geht weiter. Nochmal, du verkaufst dir, das mit JPEGs ist ein Witz, ja. Und er hat offensichtlich funktioniert. Getroffene Hundbein. Du kaufst dir ein Schiff für ein unspielbares Spiel. Und das mit Eve vergleichen, ist schon ein wenig lächerlich. Das ewige Feature Creep, der ewige Feature Creep in Star Citizen, wird das jemals fertig? Nein, wird's nicht. Wird es nicht. Irgendwann geht denen das Geld aus. Irgendwann ist das Projekt zu groß und es wird genauso sterben wie alle anderen MMOs auch. Und wenn mir die jetzt mal wer wirklich nachdem das wie viel ist, das 12. Mal der Squadron 42 angekündigt wird, ja, nächstes Jahr kommt's. Wann habe ich das erste Mal gehört? 2015? Das ist der Singleplayer-Ableger. Ja? Basierend auf der Engine von Star Citizen. Ganz ehrlich, in das Spiel Geld reinbuttern, mit Eve vergleichen, Herr Foxl? Na. Einfach na. So, und jetzt schreiben alle Eve-Spieler, die schon mal Eve gespielt haben, wichtig, die in-game umziehen Daten. Wir wohnen in der Nähe von Rennes, sich einer neuen Corporation anschließen würden, einfach mal ein Ja-Ausrufezeichen in den Chat hinein. Mir einfach nur, damit ich mir einen groben Überblick habe, wie viele Leute das wir da zusammenkriegen würden. GTA 6 vor fertigen Star Citizen. Der Herr Meier schreibt ja. Iron Sky schreibt Fragezeichen. Der Darion. Face 1 nicht. Tante E, wie schauen wir da aus? Renz ist Nullsec? Nein. Renz ist relativ nah an einem bestimmten Nullsec, das ich jetzt nicht erwähnen will, weil ich nicht möchte, dass Leute wissen, wo ich wohne. Im Spiel. Wauzi, die zähle ich sowieso dazu, du zählst sowieso schon mit dazu. Ah ja, haben wir ja schon 3. Und das ist halt das, wenn wir halt 10 Leute warten. Weißt schon, Umfrage mit, ich würde mir öfter das Spiel kaufen. Spiel muss man nicht kaufen. Du musst bloß aktivieren. Das Spiel kann man übrigens for free ausprobieren. Es kostet nichts. Funktioniert folgendermaßen. Ich mache da schon wieder Werbung dafür. Ich schau mal, was mein Account so hergibt. Renz ist Highsec. Das ist Heimat so 25 Secured Jumps von Jita entfernt. Im Highsec und 10 Jumps weiter fangen so Low-Sec und Null-Sec-Gebiete an. Verschiedene. Das ist so, da bin ich seit Anfang an der Zeit. Hey, ich wollte bloß einmal reinhören. Jetzt warte mal, was wir jetzt lernen? Was wir jetzt lernen? Nein, nicht Eve Tycoon, du Vollidiot. EveOnline.com. Gibt's da nicht einen Link? Recruit a friend. Share your link. Ich sage euch jetzt was, es gibt da einen Link. Es gibt da einen Link und den schicke ich euch jetzt rein. Über den könnt ihr euch registrieren. Dann kriegt ihr nämlich ein paar Starter-Boni. Das nutze ich jetzt eiskalt aus, das sage ich, wie es ist. Das nutze ich jetzt eiskalt aus. Im Prinzip ist das jetzt Werbung. Das nutze ich jetzt eiskalt aus. Das, hoppala, nicht mich anschreien. Im Prinzip muss ich jetzt ehrlich, das ist fast wie Werbung jetzt ein wenig. Aber anders geht's halt nicht. Eve kostet im Prinzip nichts. Ausprobieren kannst du es völlig for free. Dann nutzt du jetzt folgenden Link. Wenn mich nicht alles täuscht, kriegst du nämlich da Your Recruits, bla 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 bla, das passt alles, send a custom link. Your friend signs up or logs in through your link und du kriegst 1 Million Skillpunkte. Für 1 Million Skillpunkte bist du ungefähr 3 Wochen
3-4 Wochen am Skillen. Das ist im Prinzip, ich schenke dir einen Zeitbonus von einem Monat. Wenn du über den Link registrierst, es kostet nichts. Ja, einfach einen Account machen bei Steam, Overlone, einloggen, los geht's. Dann hast du einen sogenannten Alpha-Account. Das ist ein unbezahlter Account. Du kannst so spielen, so lange wie du willst. Es geht sogar, dass du theoretisch mit einem Alpha-Account bis in die Milliarden ISK reinspielst, wenn du genug Geduld hast. Aber so kannst du einfach das Spiel mal anschauen, mal die Tutorial machen. Unbedingt das Tutorial machen. Sonst bist du verloren. Ja, genau. Fertig. Und ich weiß nicht, was ich krieg. Ich weiß nicht, was ich krieg. Irgendwas kriege ich auch, wenn du dich registrierst, natürlich. Dann einmal gain rewards as your recruit commits further to EVE Online. Ja, receive more and improved rewards as your recruits convert to Omega. Wenn dann jemand von euch auf dem Spiel hängen bleibt und aktiviert das über Plex, kriege ich ein bisschen was. Ich kriege halt dann Ingame Gate oder auch Plex oder irgend sowas. Ich habe vor mehr als 20 Jahren zuletzt gespielt. Mal schauen, ich habe da noch Zugangsdaten finde. War Galente, ich glaube, ich hatte ein Battleship. Vor über 20 Jahren. Ich glaube, vor 2003 ist EVE. 2002, 2003, da hat es angefangen. Wenn man sich da Sachen erspielt, kann man die wem anders geben oder sind Fortschritte nur für dich selber? Du kannst in dem Spiel tun, was du willst. Du kannst jeden Gegenstand... Multi-Accounten ist sogar erlaubt. Wenn du dir 3 Accounts machen willst, nutz meinen Link, ich bedanke mich, dankeschön, spiel mit 3 Accounts gleichzeitig, auf dem Monitor an und auf dem Monitor an. Gibt genügend Leute, die das machen. Du kannst in dem Spiel tun, was du willst. Du, wenn du andere Leute griefst, dann beschwert sich die andere Person bei CCP, was der Entwickler ist, und sagt, die haben mich ganz schön gegankt und die lassen mich nicht in Ruhe. Was CCP sagt. That's the game. Und machen einen Dialog zu. Du kannst tun, was du willst. Das regelt der Markt, ja. Und das ist das, was EVE so geil macht. Das ist für mich die purste Sandbox, die es gibt. Man muss sich nur eine ganze Zeit lang eben an die Art und Weise, wie sie das spielt, gewohnen. Und das, wie soll ich sagen, und das filtert 9 von 10 Leuten aus dem Spiel raus, weil es extrem schwer zugänglich ist. Aber PvP mit kleinen Schiffen in dem Spiel ist das absolut geilste, was es gibt. Wie das echte Leben. Unfair ohne Ende. Ja, es ist. Da kannst du dich gleich mal drauf einstellen. Du wirst auf die Fresse kriegen. Wenn du aus deinem Schiff geschossen wirst, dann ist es weg. Wenn du was in deinem Schiff dabei gehabt hast, dann ist es weg. Gehört alles dazu. Gehört alles dazu. Und wer Lust hat, einfach mal da registrieren, einfach mal ausprobieren und mal schauen, wo das die nächsten Tage so hinführt. Oder nächsten Wochen besser gesagt. Ich meine, jetzt steht der Sommer vor der Haustür. Da bin jetzt ich auch nicht so dermaßen narrisch am reinsuchten. Aber vielleicht so, ich liebäugle, eine Corporation zu gründen und dann einfach mit ein paar Leuten zum Spielen. Und da mehr hätte ich gern einfach nicht der Bürger sein. Das wäre cool. Da bin ich weder der, oh mein Gott, der große YouTuber, Streamer, sonst irgendeine Scheiße, sondern ich möchte einfach nur spielen. Einfach eine gute Zeit haben. Ich sag's jetzt einfach, das hört sich jetzt so ein bisschen, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich hätte gern nicht dann 25 Leute da drin, die sich eigentlich mit dem Spiel gar nicht auseinandersetzen, sondern die wollen einfach bloß mit mir spielen. Da habe ich keinen Bock drauf. Weißt du, wie ich meine? Frustrationslevel von Rust oder inwiefern, du kannst Rust in der Pfeifrau. Du kannst Frustfaktor und Freudenfaktor gleichermaßen, kannst du nichts mit EVE vergleichen. Nichts. Bei Rust, ja, verlierst du halt einmal ein paar Stunden Progress, wenn dein Base ist. In EVE kannst du Monate am Progress verlieren. Ich wiederhole, Monate am Progress. Aber eine kleine, feine Korb, bisschen Discord, gute Zeit haben. Hedarium, genauso denken wir das. Das war das ehrlichste, dreckigste Lachen von diesem. Ja, aber es ist halt auch so, weil Leute versuchen das mit irgendwas zum Vergleichen und so und ich sitze da immer nur da und denke mir, na, du wirst kein Spiel nicht finden, das sie nur im Ansatz mit irgendwas vergleichen lässt damit. Nichts. Hab mal einen EVE-Account gehabt, aber ich hab keine Ahnung, ob der noch existiert. Ja, scheiß drauf, macht einfach nein. Und um das System nochmal ein bisschen zu mir erklären, du kannst for free natürlich nicht alles spielen in dem Spiel. Du kannst überall rumfliegen, du kannst fast machen, was du magst, du kannst dich bewegen, aber es sind halt auch noch bestimmte Skills, die du brauchst, um Schiffe zum Spielen, bestimmte Module zum Eines bauen und so. Da hast du keinen Zugriff drauf.
Aber du kannst da kleine Fregatten bauen und da einfach mal ein bisschen, weißt du schon. Wird die Korb dann so wie nur gemütlich ein bisschen Solo spielen? Das kann auch passieren. Das kann auch passieren, dass ich trotzdem sehr viel Solo spiele. Und, ja. Ich bin seit 2015 in EVE und fliege hauptsächlich mit Bombers Bar. Wer oder was ist Bombers Bar? Ist das Ali? Stealth. Mit Bomber kann man so viel dummen Scheiß machen. Das ist so cool. Und das ist halt Solo, das darf ich auch gerne mal. Ich scanne viel. Was mir ziemlich gut gefällt, ist diese Scan- und Hack-Geschichte im Nullsec. Da wirst du fast nicht erwischt und verternst dich dumm und dämlich. Und da findest du ab und zu mal Wurmlöcher und da war es schon ganz lustig, wenn man mal ein Wurmloch ausgehen und dann sitzt man sich zu fünft, in 5 Bomber sitzt man sich da rein und sucht irgendeinen Idioten beim Retten und bombt ihn aus seinem geschissenen Scheißdrecks-Battleship, außer das 2 Milliarden wert ist. Dann gehen wir da hin, looten wir den Scheiß, den er dabei gehabt hat und verpissen wir uns wieder. So ein Blödsinn halt machen. Mit billigen Schiffen, die nicht wehtun, wenn man es verliert. Mal mit T1-Fregatten umeinander roamen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben 2-mal einen FC gemacht. 2-mal. Ich habe doch keine Ahnung von irgendwas. Einfach machen. Einfach machen. Werden wir auf die Fresse kriegen? Sicher. Gehört aber dazu. Wahrscheinlich werden wir nur auf die Fresse kriegen, aber ist egal. Genau. Und wenn du halt dann diesen Omega-Account aktivierst, also entweder 500 Plex, die du irgendwie verdienst und die einlöst, oder halt 20 Euro zahlst pro Monat oder 48 Euro alle 3 Monate, dann wertest du deinen Account und die 2 Alts, die dabei sind, also pro Account kannst du 3 Chars haben, zu einem Omega-Account auf und dann hast du halt natürlich Zugriff aufs komplette Spiel. Und aktuell muss man sich bloß 2,3, 2,4 Milliarden erwirtschaften, damit du deinen Account umsonst sparen kannst. Du teaserst das Spiel so brutal an, dass ich weiß, wenn ich mit da einarbeiten darf, ich ein geschiedener Mann bin. Da gebe ich dir Brief und Siegel. Da ist nichts ein Witz dagegen. So, jetzt ist aber Ruhe. Jetzt ist Ruhe hier. Probiert es aus! Keine Ahnung. Wenn es für eine ist, ich frage mich auch ein bisschen, wie man da die Spreu vom Weizen trennen könnte. Dass da nicht jeder mit seinen 200.000 Pimmel-Skill-Punkte dann da sitzt und mit ja, mein Fregatten heißt Feind. Auf die Scheiße habe ich überhaupt keinen Bock nicht. Einfach mal ausprobieren. Vielleicht taugt es irgendjemandem. Und dann ist halt eine Mindestanforderung irgendwann einmal, weiß ich nicht, 5 Millionen Skillpunkte. 5 oder 10 oder irgend sowas. Weil vorher, muss man ganz ehrlich sagen, du brauchst einfach die Grundskills, so ein bisschen, das zirkt sich ein wenig. Und vorher kann man mit dem Account schon was anfangen, aber halt so klar und in so kleine Zahlen, da wo man sich denkt, ja, Alter, da gehe ich nicht mehr zurück. Ich tue mir jetzt nicht an, dass ich mit der Steini 0815 Fregatten komplett T1-Quit-Missionen fliege. Das ist immer... Kriterium RL aufgeben. Nein, das nicht. Tue ich auch nicht. Jetzt, wo so kreislich draußen ist, ja. Und wie gesagt, im Discord sagt es auch Ivo, wenn ich bloß einen Launcher auf habe. Das ist halt auch ein bisschen blöd, aber gut. So, Regel Nummer 1, flieg nur das, was du dir leisten kannst. So sollte man unser Korb nennen, flieg nie das, was du leisten kannst. Immer mehr. Rein in die Vagur. Rein in die Nyx. Hey, da ist ein Gatecamp mit 2 Gilas. Spring mal mit deiner Nyx drauf, schau mal, was passiert. Wauzi. Im Discord sagst du Eve, wenn 3 Launcher offen sind. Verstehe jetzt gerade nicht, Herr Springi. Mint-Trabi durchs All. Weißt du, was mich jetzt gewundert hat, Herr Bahako? Mit Mint-Trabi. Bist bei der Nyx gar nicht mal so weit weg. Jetzt googelst Eve Online Nyx und dann denkst du über das Wort Mint-Trabi nach. Ja, das ist einfach die Drohnenplatten. Vor allem mit der Farbe Mint. Weil du wahrscheinlich 3 Spiele parallel offen hast. Nein, ich hab bloß einen Account. Aber ja, ich habe einen Eve-Launcher auf und spiele wahrscheinlich den ganzen Abend normalerweise LOL. Gemütlich. Und wenn der Eve-Launcher halt off ist, weißt du, ich kann ja Eve auf dem zweiten Monitor auflassen, währenddessen ich LOL spiele. In Eve pressiert nichts. Alles gemütlich, da ein bisschen umeinander pümmeln, da ein bisschen umeinander pümmeln und Zeit totschlagen. Fertig. So, und jetzt gehen wir ins Bett. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Mewgenics ist ein sehr gutes Spiel. Wer mal Bock hat, in Eve reinzulunzen
Da haue ich da nochmal den Registrierungslink hinein. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr den benutzt. Kriege nämlich ein bisschen was, wenn da irgendjemand hängen bleibt. Und ihr kriegt vor allem 1 Million Skillpunkte. Das ist schon mehr ein schöner kleiner Boost. Schöner kleiner Boost. So, als Pro-Tipp, wenn das unverteilte Skillpunkte sind, diese 1 Million, auf keinen Fall benutzen. Auf keinen Fall benutzen, bis du über 5 Millionen Skillpunkte selber das Spiel hast. Pro-Tipp. So, und jetzt gehen wir ins Bett. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns am Micker mit Reanimal. Da ist der Flash wieder dabei. Das spielen wir auch fertig. Egal wie lange das dauert, aber es darf halt nicht unendlich lang dauern. Also wir stellen uns so cool beim Scheißen. Und am Freitag sehen wir uns mit Resident Evil 9. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganzen Donations. Vielen Dank für die neuen Mitgliedschaften. Vielen Dank für die alten Mitgliedschaften. Und vielen Dank für die Subscriptions. Und jetzt schleichen Sie sich davon. Dieser hier, 07, ist übrigens der Gruß in Eve. Da kommt er her und jetzt schleicht euch Triple F für die Moderatoren. Ein klassisches Hashtag Strapse ab in den Chat und jetzt schleicht euch davon. Halle! Darf nicht so schnell machen, sonst haben wir wirklich irgendwann 10 aus. So, jetzt schleicht euch davon. Habe ich die Ehre.